Okay, hat ja fast mein Übergang geklappt heute. Aber nur fast. Noch nicht perfektioniert. Servus Leute, wie ist die Lage? Was geht ab? Erstmal muss ich hier, warte. Rockerman, danke für dein Sub. Vielen lieben Dank. Den Sound nochmal eingespielt, weil im Intro ist das deaktiviert. Ne? Ist auch immer ein bisschen schlechter. So, jetzt muss ich mir noch ein Teechen einschütten hier. Beruhigungstee. Nachdem ich heute gelesen habe, dass Leroy Sané Spieler des Monats März ist. Von daher muss ich euch mal fragen hier, ihr seid ja Bayern-Fans, was stimmt mit euch nicht? Reichen jetzt schon 2 Tore gegen Pauli und ein gutes Spiel gegen Augsburg, um Spieler des Monats zu werden, oder was? Schon traurig. Muss ich sagen. Also vor Michael, Spieler des Monats im März. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja, so ist es. Aber da sieht man mal, dass ich ja anscheinend keine Ahnung habe, was die breite Masse des FC Bayern so fühlt. So, mit dem Thema begrüße ich euch erstmal. Leon, servus. Rocketman, nochmal vielen lieben Dank für dein Stufe 1 Sub. Carolio, servus und danke für dein Amazon-Gutschein. Was ist da los? Wild. Vielen lieben Dank dafür. Chico, servus. Thales, servus. Und natürlich Bayern-Fans, bla bla bla. Therapiestunde. Ach, gibt ja keine Therapie heute. Therapie brauchen wir erst am Donnerstag, oder? Aber da müsst ihr dann bis den nächsten Montag warten. Was spielt Leroy denn noch außer Fußball? Weiß ich, vielleicht ist er noch in der Schachabteilung aktiv. Aber er ist ja Spieler des Monats geworden, also Fußballer des Monats. Knapp vor, was war das? Vor Michael und Müller, glaube ich. Ich meine, Müller ist so eine Legendenwahl, ne? Müller hat ja auch nichts gebracht im März. Ich wüsste nicht, wo Müller im März irgendwie ansatzweise, weiß ich nicht. Als Bankwärmer oder was? Ist auch ein wilder Take. Naja, so ist es. Naja, aber das sind ja dann schon viele, ne? Warte, ich muss mal die Seite aufmachen. Lass mich mal gucken, ob ich das finde. Ich hatte in Discord war doch der Link. Dadurch habe ich das nur mitgekriegt. Sonst kriege ich das ja nicht mit. Das fand ich schon wild, ey. Ja, da ist er. Natürlich, die starke Verfassung auch dem Chef nicht verborgen geblieben. Da habe ich aufgehört zu lesen übrigens. Sané erhielt 17% der abgegebenen Stimmen und ließ damit Thomas Müller 15,2% und Vormonatssieger Michael Olisse 14,2% hinter sich. Wie kann man denn bitte Leroy Sané im März, wir reden vom März, ja? Also die guten Spiele oder die ansatzweise guten Spiele waren nicht im März. Wild. Also wisst ihr schon mal, wer auch im April Spieler des Monats wird. Junge, das kann mir doch keiner erzählen, das ist doch gefaked, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich meine, hier steht ja auch nicht, wie viele Stimmen abgegeben wurden, bla Sülz. Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier ernsthaft Leroy Sané als Spieler des Monats gewählt wurde. Im März. Im März. Warte. Jetzt machen wir mal ein. Warte. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Vielleicht ist einfach mein Gedächtnis nicht so da. Aber deswegen schreibe ich meine Noten hier auf, die ich vergebe. Bin ja ein Fuchs. So. Lass mich mal gucken. Vielleicht tue ich dem Leroy gerade voll Unrecht und der war eine Maschine. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber so. Pass auf, welche Spiele waren denn im März? Oh, Pauli war noch im März. 29.03. Okay, aufgrund der 2 Tore ist man also Spieler des Monats geworden, ja? Okay, war nicht so viele Spiele. War das 13-0 gegen Leverkusen? Lass mich gucken. Gibt es ja gar nicht, da war der Leroy gar nicht dabei.
Ist ja wild. Da wurde er nur eingewechselt. Spiel gegen Bochum, Note 5. Zweites Spiel gegen Bayer, X, war er nicht dabei. Union, 3,5. Und dann gab es Pauli, Note 2. Aufgrund dieser Leistungen, wie soll das gehen, Alter? Wie soll das denn gehen? Gegen Leverkusen eingewechselt, gegen Leverkusen nicht gespielt. Eine Note 5 gegen Bochum, eine 3,5 gegen Union und gegen Pauli Note 2 mit 2 Toren. Und damit wird man Spieler des Monats beim FC Bayern. Ja, Alter, ich hab fertig, ey. Junge, Alter. Was nimmt das denn für Form an in unserem Verein? Das kannst du dir doch nie mehr vorstellen. Hä? Er hat nur 3 Spiele von 5 gemacht und, ja, Spieler des Monats, Alter. Wild. Ich fall vom Glauben ab gerade. Sini, servus. Wilde Nummer, ey. Da habe ich gerade vorgelesen, meine Noten, oder? Von 5 Spielen, die es nur gab, hat er nur 3 bestritten. Junge. Spieler des Monats. Ja. Vielleicht wegen Assists. Aha. Ja, grandios. Ja. Da war doch Nationalmannschaft. Ja, was interessiert mich Nationalmannschaft? Also Spieler des Monats beim FC Bayern, nicht Spieler des Monats in Deutschland oder was? Mr. Mini, servus. Alles ist möglich. Ja, ist wirklich alles möglich. Liebe Sané-Fanboys. Servus. Lieber Tuchel-Fanboy. Wie ist die Lage? Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Hat Lieber schon verlängert. Ich denke, mit der Wahl ist die Verlängerung safe. Ja. Aber ich meine, aufgrund der Leistung gegen Dortmund kann man Lieber jetzt auch nochmal, oder auch gegen Inter. Also ich meine, das sind 2 wichtige Spiele gewesen. Da war die Leistung aber auch von Lieboy bärenstark, oder? Ich denke, aufgrund dieser Leistung. Aber es reicht ja anscheinend, dass du beim FC Bayern gegen St. Pauli 2 Tore schießt und ein gutes Spiel gegen Augsburg machst und dann reicht das schon für eine Vertragsverlängerung, Alter. Läuft. Na, grandios. Ich habe eher die Befürchtung, dass einfach keine Kohle da ist, um neuen Flügelspieler zu kaufen. So, deswegen muss man muss ja mit einem verlängern. So, ja. Das heißt, entweder King hat eh noch Vertrag, aber den will man ja verkaufen, weil man Geld braucht. Serge, ja, Serge ist Serge, der hat auch noch ein Jahr Vertrag. So, wenn du natürlich keine 50 Mille liegen hast für nächstes Jahr, um zu sagen, ich kaufe mal einen Flügelspieler und nicht die Eier hast, mal zu sagen, ja, ich nehme mal so einen Iran Kunda oder Ibrahimovic, ein Vidovic, ein Kretzig oder sonst wen, ein Aznu oder sonst wen auf der Außenbahn für die neue Saison mit dabei, ja, da musst du halt mit dem Lieber verlängern, wa? So, ich denke, das ist so der Hintergrund. Also aus sportlichen Gründen, sorry Leute, aus sportlichen Gründen kann mich keiner davon überzeugen, dass man mit Lieber verlängern muss. Also, Katastrophe. Ja, mach das mal. Hol dir mal noch ein Lieber, Chico. Also wenn der morgen, übermorgen, wenn der übermorgen aufläuft, der Lieber, dann weiß ich es auch nicht in der Startelf. Sorry. Also dann, aber wird er sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe mich auch das erste Mal über Winnie aufgeregt jetzt in der PK. Langsam kriegt er mich. Ein Tor gegen Dortmund reicht. Ja, aber immerhin hat er mal eins gemacht. Gucci wirkt wieder schlanker, ja. Weiß auch nicht. Naja, ich bin mal gespannt. So ist das bei uns. Aber siehst du ja, sobald die Leute ihre Verträge haben. Ich meine, ich kann auch das Lieblingsthema von Ambo kurz anschneiden. Joshua Kimmich hat ja auch wieder überperformt in den beiden wichtigen Spielen.
Ich konnte es mir nicht durchlesen. Ich habe nur gehört, Joshua Kimmich hat sich wieder am Mikrofon geäußert nach dem Dortmund-Spiel. Junge, halt deine, ne? Halt sie einfach. Er kann sich gerne da hinstellen und die Fresse aufreißen, wenn er endlich mal Leistung bringt in solchen Spielen, ja. Dann kann er sich ja gerne am Mikrofon mal hinstellen. Ja, dann würde ich das ja auch mal fühlen. Aber wenn man so eine Leistung bringt, wie er sie gebracht hat, die unterirdisch war und er nur nicht ausgewechselt wurde, weil er Josua heißt und in der Bibel was weiß ich was ist, Katastrophe, Alter. Dass der durchgespielt hat, ist ein Witz, oder? Dass man Leon Goretzka dafür rausgenommen hat, der klar der bessere Spieler war in der zweiten Halbzeit. Katastrophe. Noch so eine Katastrophe. Verstehe ich nicht. Junge, Junge, Junge. Also wir warten erstmal ab Mittwoch. Ich kann dann nächste Woche Montag kann ich dann richtig reingehen. Richtig. Sei denn die Jungs, weiß ich nicht, haben gegen Dortmund nur 40% gebracht, um sich zu schonen für Inter Mailand, ja. Aber ansonsten, also wenn das die Grundlage sein soll, das Hinspiel gegen Inter und das Spiel gegen Dortmund, ja, dann haben wir keine Chance, Alter. So, fertig. Dann haben wir einfach keine Chance. Ganz einfache Kiste. Selbst wenn Harry Kane einen guten Tag hat und vorne 2 Buden macht, kriegst du hinten mindestens 2. Ja? Ganz einfach. Katastrophe. Mir fehlt einfach der Plan, wie man spielen will. Sieht irgendwie alles so zusammengeschustert aus. Vielleicht nächste Saison mit Wirtz und 4-1-4-1. Kimmich als alleiniger Sechser. Gibt 100 Gegentore, Happy Hour zu allen Preisen. Kimmich als alleiniger Sechser ist gut, ey. Der ist wirklich gut. Ja doch, ich sehe schon den Plan, wie wir spielen wollen, aber wir haben nur diesen Plan. You know? Wir haben nur diesen Plan. So. Der hat gut funktioniert, klar, weil das was Neues war, wie der FC Bayern spielt in der Hinrunde und in der Rückrunde. Jede Mannschaft weiß, ja, der FC Bayern spielt halt so. So. Und jede Mannschaft weiß, ja, oh, dann spiele ich halt so gegen den FC Bayern. Ja. Und deswegen sieht das gerade wieder so aus, wie es aussieht. Weil wir haben nicht, wie, um mal lobend den Graugänse Flicky zu nennen, ja. Da hast du ja nicht nur einen Weg gehabt. So, da hast du den Gegner hinten reingedrückt, so wie jetzt unter Company mal für 20 Minuten. Du hast dich aber einfach auch mal fallen lassen für 20 Minuten, hast den Gegner kommen lassen, hast dann schnell umgeschaltet. Wir haben nur eine Spielweise gerade. So. Und wir kriegen ja nur jetzt das Einfachste hin, dass wir mal sagen, ja komm, lass uns jetzt mal so 20 Minuten vielleicht mal mehr über die Flügel kommen, mal mit hinterlaufen, mal eine Flanke reinschlagen. Nee. Jeder Angriff, ohne Scheiß, jeder Angriff, der gespielt wird, kann ich dir vorher sagen, wie der abläuft. 1:1, jeder. Ja? Ich frage mich, wann der Gegner endlich mal rafft, dass Michael den Ball, wenn er außen ist, in den Strafraum steil spielt. Das ist noch das Einzige, was aktuell noch ab und wann klappt. Ja? Das hat noch für eine Überraschung gesorgt. Gut, wenn da ein Harry Kane hinläuft, der gefühlt 3 km/h schnell ist, dann passiert da gar nichts. Wenn dann Conny Leimer hinläuft, dann kommt er mal am Ball, ja. Aber das ist noch die einzige Überraschung, die wir haben. Ja. Aber das siehst du jetzt auch in jedem Spiel schon mindestens 2, 3 Mal. So, das werden die auch irgendwann geschnallt haben. Der Rest ist 1:1. Du weißt genau, wie das Ding abläuft. Du weißt das 100 Pro. Jeder, der Bayern-Spiele guckt, weiß das. Ja, wir sind Überraschungsmomente, nie. Ohne Jamal ja sowieso nicht. Da fehlt ja sowieso schon was. Ja. Katastrophe gerade. Also offensiv sind wir so kreativ wie ein Stück Holz, Alter. Ja, und dann wird Leroy Sané Spieler des Monats März, Alter. Fällt mir ein Ei aus der Hose. Man sieht das doch schon daran, ja, dass 2-mal Gnabry eingewechselt wurde und 2-mal Gnabry für die Überraschungsmomente gesorgt hat. Eingeblendet, der Chat jedoch nicht. Ja, ist ja frech, dass der Chat nicht eingeblendet ist. Ne? Jetzt, wo ich mich gerade in Rage rede. Ist ja wild. Danke für den Hinweis erstmal. Bitteschön. Gibt es auch einen Chat? Müsst ihr aber erst was schreiben. Wild, oder? Also ich habe kein gutes Gefühl, aber ihr wisst ja immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann läuft es meistens.
Also mein aktuelles Gefühl ist, wir gehen sang- und klanglos gegen Inter Mailand aus der Champions League raus. Ohne einen Ansatz einer Chance zu haben. Katastrophe, was wir gerade spielen. Rot-weiße Grüße, Piet. Ich sag schon immer, Kimmich ist kein Führungsspieler, er wäre es nur gerne. Einfach ein Blender. Ja, ist er auch nicht. Ist er nicht, Alter. Ist er nicht, wenn es drauf ankommt. Wenn es nicht drauf ankommt, wenn es läuft, ja. So, das, was man immer, was weiß ich, neben Spieler X vorgeworfen hat, das ist Kimmich, Alter. Aber dann, ja, dann hat er die große Fresse und stellt sich am Mikrofon nach der schlechten Spielchen. Wir sind ja keine Top-Mannschaft, ne? Ach ja, das war aber schlecht und hier, oh ja, die Chancen müssen besser genutzt werden. Alter, der war Querpass und Rückpass, Toni, gegen Dortmund. Das Einzige, was du von denen gesehen hast, war zweite Halbzeit mal 3, 4 lange Bälle oder Flankenwechsel, die okay waren. Ja, das war alles. Defensivverhalten, Alter, Note 6. Ja, da war Goretzka aber um zwei Längen besser. Junge, ich krieg zu viel, wenn ich. Ehrlich. Ja, das sind die Spiele, wo du doch da sein musst. Und selbst wenn du selber keine gute Leistung bringst, dann sei doch wenigstens präsent, Alter. Sei doch mal da. Aber nein, es war ja wieder Thomas Müller auf dem Platz. Der hat ja dann die Kapitänsbinde. Und dann ist der Josh ja so klein, ne? So klein ist er dann. Junge, aber nach dem Spiel stellt er sich hin und macht die Fresse auf, Alter. Krieg ich zu viel. Sorry. Platzt mir der Arsch. Ehrlich. Junge, Junge. Den wirst du gegen Inter Mailand wieder nicht sehen. Weil Thomas Müller spielt ja. Junge, Junge. Katastrophe. Aber Hauptsache Vertrag verlängert für 20 Mille. Ja? Yeah. Weitere 3 Jahre. Unser Sechser im Mittelfeld. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Am besten noch Leo jetzt auch verlängern, den auch noch 3 Jahre. Junge, dann weiß ich nicht, wie lange der Kanal noch lebt hier. Ehrlich nicht. Da kriege ich zu viel. Laufe ich amok irgendwann. Junge, Junge. Wilde Nummer. Bei Tresensportler, wenn dir das nicht passt, verpiss dich doch einfach. Fertig. Hau rein, Alter. Die Wahrheit tut manchmal weh. So. Und das ist die Wahrheit. Wenn die Spieler keine Leistung bringen, Alter, müssen sie kritisiert werden. Fertig. Ich stehe nicht auf dem Platz. Ich kriege keine 20 Mille in den Arsch geschoben, Alter. Dafür. Und glaub mir, ich würde 5 Minuten mehr Leistung bringen als Leroy Sané in 90 Minuten. Weil nach 5 Minuten könnte ich nicht mehr. Dann wäre der Akku leer. Ja, aber die 5 Minuten, Alter, die wären mehr wert wie Leroy's 90. Das garantiere ich dir aber. Junge, Junge. Ich verstehe das auch nicht mit dem Festgeldkonto. Was ein dummes Gelaber. Dann hat man halt alles hier wie du schreibst, dann hat man alles spekulativ angelegt. Ja, selber schuld, Alter. Selber schuld. Ja. Wie kann ich das denn dann tun als der große FC Bayern, der große seriöse Club und dann lege ich mein Festgeld spekulativ an, oder was? Und wundere mich jetzt, dass das weg ist. Ja, ganz großes Kino, Alter. Lächerlich. Sorry. Selbst schuld. Anders kann es ja nicht sein, wie du schreibst. Ja. Wir haben ja die letzten Jahre, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht eine Jahreshauptversammlung oder einen Jahresbericht gesehen, wo Verluste draufstehen. So. Also wie soll das Festgeldkonto schrumpfen? Es kann nur schrumpfen, indem du spekulativ angelegt hast. Fertig. Junge, Junge. Die Luft ist raus für die Saison aktuell, ja. Aktuell geht es darum, Ergebnisse einzufahren. Und wir haben das Glück, dass Leverkusen auch die Luft ein bisschen raus ist, wa? Aber wir haben halt auch noch schwierige Spiele in der Bundesliga, ne? George, servus. Olli, servus. Ja, keine Ahnung, ich war nicht in Burnley. Alter. Mich interessiert auch nicht, was der Company in Burnley gemacht hat. Aber wenn er da 10 Pläne hätte, würde mich das nicht interessieren. Das ist interessant, was er jetzt macht, oder nicht? So, und aktuell sind wir super ausrechenbar. Ist halt einfach so.
Ja, weiß ich nicht. Also, man muss das jetzt nicht zu schlecht reden mit Kompany. Er hat ja schon, macht ja schon einen guten Job, habe ich ja wohl gesagt, ne? Aber so langsam dieses immer gleiche Gelaber, Alter, und immer das Gleiche auf die gleichen Scheißspieler, auf den gleichen Scheißpositionen setzen, kriege ich halt einfach Puls, Alter. Verstehe ich halt einfach nicht. Mich würde ja mal den Grund der Auswechslung von Minjay interessieren. Ja, klar, war Minjay sein Ding, das Tor, ja. Aber ein Conny Leimer, Alter, der in jedem Spiel defensiv eine absolute Katastrophe ist als Rechtsverteidiger, da gab es noch nicht einmal Konsequenzen. Also, ganz wild. Sané, Gnabry und Coman sind die Hoffnungsträger. Ja, das sagt alles, Alter. Ja, ich meine, wir haben 2:1 verloren. Alles ist drin, wa? Wenn du das erste Tor machst bei Inter Mailand, alles ist gut. Ja. Aber wenn du die Leistung jetzt zugrunde legst, die wir bisher gezeigt haben, ey, dann musstest ja gegen Dortmund schon froh sein, dass Thomas Müller wirklich stark war. Ja. Thomas Müller war der Spieler in der Spitze, neben Michael, aber Müller noch ein bisschen mehr, der auf jeden Fall dafür Momente gesorgt hat. Das muss man mal ganz klar sagen, ja. So, deswegen habe ich die Auswechslung auch nicht verstanden in der 81. Minute, weil er war immer noch einer, der wollte. Das hast du gemerkt. Ja, dass du natürlich nochmal einen Koman reinwerfen willst, ja, verstehe ich. Keine Ahnung, dann nehmen Heavy raus, der gerade keine Form hat, nehmen meinetwegen den Michael raus die letzten 10 Minuten, aber lass doch den Thomas auf dem Feld. Ja, der war der aktivste da vorne. Ja, defensiv beim zweiten Tor sah er auch nicht gut aus, ja, mit Eric Dyer, ja, das war eine wilde Nummer irgendwie. War aber natürlich auch stark gemacht von Guraji, das muss man auch mal sagen. Ja, die Hoffnung ruht auf Thomas Müller, Alter. Ja. Du musst hoffen, dass er die Power hat, jetzt gegen Inter nochmal so ein Spiel abzureißen. Ja. Darauf wird es ankommen. Weil der bringt da nochmal ein bisschen was Unberechenbares rein, ne? Ich denke, dass Müller anfängt von Anfang an, ja, Mittwoch. Alles andere wäre ja eine Farce. Also wie gesagt, der war gegen Dortmund der auffälligste Spieler vorne. Wäre ja dumm, ihn nicht aufzustellen. Ich meine, du kannst den Guerrero ja trotzdem aufstellen, wenn du das willst. Du kannst den ja auch auf einer offensiven 8 stellen. Ja? Aber es geht natürlich nicht mit Kimmich als Sechser, Alter. Weil da sind wir ja wieder beim Thema. Ja? Stell den Kimmich doch einfach mal als Rechtsverteidiger auf. Dann hast du den richtigen Rechtsverteidiger in der Mannschaft. Kimmich nicht als RV zu stellen bei der Abwehr ist auch frech. Ja. Ey, ich würde es ja verstehen, ne? Ich würde es ja verstehen, wenn auf der RV-Position ein Rechtsverteidiger spielen würde. Dann würde ich das ja verstehen, dass man einen Kimmich da nicht hinstellt. Wenn da die ganze Zeit Stani spielen würde oder meinetwegen Boe, wenn die ganze Zeit da spielen würden, das sind gelernte Rechtsverteidiger auf dem Papier, würde ich ja sagen, ey, alles gut. Aber es passiert ja nicht. Da spielt ein Conny Leimer, Alter. Versteht ihr? Da spielt ein Conny Leimer, der eigentlich der perfekte Spieler vorne auf der 8 ist in diesem verkackten Pressing-System. Und dann spielt in der Zentrale der Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft. Geht's noch oder was? Also, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn wir weiterkommen gegen Inter, wenn wir Meister werden, dann haben wir eh keine Argumente. Dann können wir die Entscheidung in den Himmel loben, dass Conny Leimer unser Rechtsverteidiger ist. Das Festgeldkonto fast leer, weil Wirtz schon gekauft wurde. Ja, ganz bestimmt. Werner, servus. Das war ja auch lächerlich, die Aussage. Ja, wir haben uns 50 Chancen, er spielt gegen 2 Champions League Viertelfinalisten. Ah ja. Na, ganz bestimmt haben wir die erspielt. Ja, wir hatten 3, 4 gute Dinger gegen Inter, wir hatten 3, 4, ja, gegen Dortmund waren es sogar mehr. Aber wir haben ja keine 50 sehr guten Chancen rausgespielt. Also. Und ja, was bringt dir, selbst wenn das 50 Chancen wären, was bringst dir, wenn du nicht genug Tore machst, wa? Ist halt so.
Ja, ich würde auch gerne mal einen Palinja sehen und einen Conny Leimer auf der 8. Würde ich auch mal fühlen, ja. Ich würde sogar einen Goretzka als Sechser sehen und einen Conny Leimer auf der 8. Aber werden wir halt nie sehen. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir uns alle geschont. Hat sich aber auch Dortmund geschont. Das war Freundschaftsspielcharakter, erste Halbzeit. Zweikämpfe, so, ja, lassen wir mal besser. Wir werden sehen Mittwoch. Vielleicht hat Harry Kane sich die Tore aufgehoben. Man kann es nur hoffen. Naja, ich würde sagen, lieber mit Müller verlängern als mit D-Boy, Alter. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine Torwartposition mit einem Offensiven vergleichen kann. Ich denke mal, das muss man getrennt betrachten. Palhinha und Guerrero als 6., 8. sprachliche wäre vielleicht auch cool gewesen. Ja, wir haben gerade diese Saison, ne? Gerade diese Saison hätten wir so viele Möglichkeiten gehabt in der Zentrale. Und worauf ist es wieder hinausgelaufen? Worauf ist es wieder hinausgelaufen? Auf Kimmich und Goretzka, Alter. Ich kann es nicht mehr. Sorry. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn die beiden zusammen in der Zentrale gespielt haben, weiß ich nicht, wann die beide gleichzeitig mal stark waren. Ich glaube, einmal war es die Saison, oder? Zweimal? Das war's. Ganz genau. Wenn der Rock guckt, ist Ruhe. Keine Ahnung. Wild. Wir werden das nächste Saison wiedersehen. Wir werden das nächste Saison wiedersehen. Katastrophe, ey. Zum Thema Festgeldkonto, warum sollte Hoeneß nicht die Wahrheit sagen? Das würde doch nur Sinn machen, wenn er die Preise nicht für interessante Spieler nicht hochtreiben will. Naja, der Heiner hat es doch nochmal bestätigt, dass das geschrumpft ist. Wie gesagt, das Geld wird sehr wahrscheinlich spekulativ angelegt gewesen sein, ja. Und durch die ganzen Handelskrieg-Geschichten jetzt, die gerade auf der Welt so laufen, dank Trump, ja. Ist von dem ganzen Geld wahrscheinlich nur noch 40% da. Ne? So ist es halt. Anders kannst du es nicht erklären. Haben wir ja gerade schon gesagt. So, du hast ja nicht ein Jahr mal Minus gefahren. Ne? So, selbst wo du Harry Kane verpflichtet hast, in dem Jahr hast du kein Minus gefahren, weil du genug kleine Transfererlöse erzielt hast. Also daran kann es nicht liegen. So, ja. Trotz den ganzen teuren Trainerentlassungen, die wir Abfindungen gezahlt haben, wir haben ja niemals Minus gefahren im einen Jahr. So. Also kann es nur daran liegen, dass es spekulativ angelegt war. Ja. Und da ist es dann jetzt gerade, sieht es nicht so rosig aus. Aber so ist es halt. Stunny sieht aus, entweder ist er ein Vampir oder weiß ich auch nicht. Also ich habe ja auch manchmal Tage, wenn ich nur so 5 Stunden oder 6 Stunden schlafe, was für meine Verhältnisse ja super wenig ist, dann sehe ich auch so aus. Aber der Stunny, Alter, der Augenringe, das ist, ich weiß nicht, der schläft, glaube ich, gar nicht im Moment. Was, wir kommen weiter, wer sagt das denn? Hä? Ich freue mich, wenn wir weiterkommen, keine Frage. Und natürlich sind Chancen da, wie gesagt, Tagesform ist alles, ne? Aber wenn du jetzt mal den letzten Trend nimmst, wenn ich Harry Kane sehe, wenn ich Joshua Kimmich sehe, die schon 2 tragende Säulen in diesem System sein sollten, die müssen sich auf jeden Fall hart steigern, wa? Ich denke, beiden hätte es einfach mal gut getan, mal ein bisschen Pause zu haben. Das sind alles Dauerspieler. Aber ja. No. Die eigentliche Frage ist, wie schlagen wir Barcelona? Ja, so weit darfst du gar nicht denken. Also ohne Witz, ey, wir können da ja mal ganz kurz drüber fantasieren. Ja? Sagen wir mal, wir kommen gegen Inter weiter. Ey, wenn wir gegen Barcelona spielen, also das ist eine Katastrophe.
Da brauchen wir nicht antreten aktuell. Ja, ich weiß, im Fußball ist alles möglich, aber mit der Viererkette, die aktuell da steht, und dieser defensive Zentrale im Mittelfeld, Alter, du kriegst sowas von in die Fresse, wenn Barcelona Normalform hat. Klar sind wir vorne, wenn wir gute Form haben, ohne Musiala fehlt natürlich schon ein hartes Stück, aber sind wir natürlich für Chancen erspielen, für Tore gut, ja. Aber ich bitte dich, du hast keinen Linksverteidiger in dieser Mannschaft, ja. Guerrero brauchst du nicht als Linksverteidiger zählen, das ist eine Farce. Auf der rechten Seite Conny Leimer gegen Barcelona. Puh. Ja, das Einzige, wie du den ganzen Bock noch hättest mal umstoßen können, wäre halt gewesen, Spiel Dortmund, Palinja auf die 6, Kimmich als rechter Verteidiger. Hättest du dir mal angucken können, hättest du mal einspielen können gegen Inter Mailand. Für Inter Mailand. Hättest du gegen Inter Mailand gespielt, ich wette mit euch, es wäre auf jeden Fall stabiler gewesen, wie es bisher ausschaut, ja. Allein Palinja auf der 6 wäre mal ein Dingen und Kimmich als Rechtsverteidiger wissen wir alle, dass er eine Maschine ist, wenn er denn möchte, ja. So, dann hättest du noch die Linksverteidiger-Posi ein bisschen schließen müssen und dann wäre gut gewesen. Ja, dann hättest du ja wenigstens sagen können, ja, wir haben mal wieder eine stabile Defensive. Aber wir haben ja gerade eine Defensive, Alter, die hat gegen Pauli 2 Tore gekriegt. Pauli hat wahrscheinlich noch nie in der ganzen Bundesliga-Saison 2 Tore geschossen, Alter. Junge, das ist eine Katastrophe gerade. Wie willst du da denn gegen Barcelona? Das ist ja lächerlich. Ja, klar, neues Spiel, alles ist gut, Leute, ich weiß. Aber wenn du so weit denkst, mit dem aktuellen Trend, den wir haben, also Stanny als Innenverteidiger war es ja okay, ja. Als Linksverteidiger war das auch eine Krücke. Und es ging fast nichts über links. Also ich weiß es nicht. Wenn du nicht gerade irgendeinen Spieler erfindest, der die linke Seite schließen kann. Aber dann hast du ja auch immer noch die rechte Seite. von der Zentrale brauche ich gar nicht anfangen, ja. Ich meine, Leon hat da viel weggearbeitet gegen Dortmund. Leon war wirklich gut in der Defensive. Wild. Wild, wild, wild. Hätten wir auch nicht gedacht, oder? Dass das nochmal so ein Thema wird. Diese Saison. Ja, aber so ist es. Eigentlich brauchst du ja keinen RV. Du hast genug RVs. Wofür brauchst du einen RV? Du hast einen Stanny, du hast einen Boe und du hast einen Kimmich. Also, wie gesagt, ich würde einen Kimmich knallhart sagen, Alter, du bist jetzt Rechtsverteidiger. Feuer frei, wo ist das Problem? Ja. Über ein LV? Ja, weiß ich nicht. Es hängt halt von Ito ab, ne? Ob und wann und wie er wiederkommt. Ansonsten brauchst du einen LV, ja, aber du hast ja noch einen Azno, aber den hast du ja versäumt, diese Saison, den Jungen mal aufzubauen. Der hätte ja schon längst integriert sein können. Dann hättest du auf jeden Fall eine Alternative gehabt, aber hast ja nicht die Eier für gehabt. Und IV sollte da ja nicht verlängern. Ja gut, wenn er ein Angebot kriegt, wird er auch verlängern. Und ich glaube, dass er ein Angebot kriegt, weil anscheinend ist ja gerade echt kein Geld da und dann, ja, wo willst du denn das Geld dann hernehmen? Warum kümmert man dann sich nicht um Tar? Weil wahrscheinlich ein Tar 20, 30 Millionen Handgeld haben will und die will man halt nicht zahlen oder kann die nicht zahlen. So, das sind gerade die Probleme, die wir haben. Ja. Wie willst du dann darüber reden, Innenverteidiger zu verpflichten? Dann müsstest du ja erstmal einen anderen loswerden. Ja, und dieses Draufgehaue jetzt auf Minjay, da gehe ich halt auch nicht mit, Alter. Minjay war stark mit Upa zusammen. Aber dass man Minjay dann jetzt auch dauernd von der linken Innenverteidigerpose, die er die ganze Zeit spielt, hat man ihn auf die rechte gezogen. Warum? Hä? Warum auf einmal? Bei uns ist gerade alles. Jeder, der einen anderen Fuß hat, spielt auf einer anderen Posi. Also ganz bescheuert, Alter. Weiß ich auch nicht, was das soll. Junge, Junge. Ja, lieber gegen Inter rausfliegen, als ich sowas gegen Barca zumuten. Natürlich nicht, nee. Ich glaube, das wäre dann mal, das wäre dann schon okay. Ja. Wegen mir sehr gerne gegen Inter weiterkommen und dann wirst du, ich mein Gott,
Ich kann immer nur wieder sagen, guckt euch Dortmund letzte Saison in Paris an. So. Ja, vielleicht hat Barca auch 50 Torschüsse, so wie wir auch in manchen Spielen. Denkt nur vor letztes Jahr oder vor 2 Jahren gegen Frankfurt zu Hause. 35 Torschüsse und kein Tor. Ja, kann ja immer passieren. So. Und wir haben die Qualitäten auf jeden Fall, Tore zu machen vorne, wenn die Jungs fit sind und frisch sind und Tagesform haben. Ist ja kein Thema. Ja? Da muss der hinten halt das nötige Glück haben. Ja, ganz einfach. Also chancenlos ist man ja nie, ja. Aber wenn du die aktuelle Abwehrsituation bei uns siehst, Alter, dann kannst du echt nur beten, ey. Mich würde mal interessieren, wie deine Meinung zum ganzen Wirtz-Thema ist. Findest du es sinnvoll, über 100 Millionen für einen einzigen Spieler auszugeben oder wäre es aus deiner Sicht klüger, das Geld in einen guten linken Flügelspieler und zum Beispiel ein Backup für Kane zu investieren? Ne, ich habe das schon mal gesagt, wenn du einen Wirtz kriegen kannst, würde ich einen Wirtz nehmen. Jederzeit. Ohne Wenn und Aber. Der Wirtz ist so viel weiter, wie es Musiala ist. Ja? Und auch nochmal eine andere Geschichte. Und allein, ja, stell dir mal vor, du hast hinterm Stürmer, egal wie der heißen wird, ob das dann noch Harry Kane ist, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber stell dir mal vor, du hast dahinter eine Reihe mit einem Musiala, einem Wirtz und einem Ulisse, Alter. Was ist denn los? Ja. Ach, ich habe den Leroy vergessen, den hast du ja auch noch. Nee, also, ey, ganz ehrlich, wenn Wirtz sagt, ich möchte zum FC Bayern, ja, dann let's go. Feuerfrei. Also, das Geld ist, ich meine, wir reden nicht über einen Harry Kane oder über einen Spieler, wie es bei Harry Kane war, der 30 ist, wo du 100 Millionen zahlst. Ja, du redest über einen Spieler, wer ist der wie jetzt? 23. Also, let's go. Ja, feuerfrei, Alter. Wenn du ihn irgendwie verpflichten kannst, musst du ihn verpflichten. Ja, selbst wenn er bei uns nicht klarkommt, du wirst die Ablöse ja wieder reinholen können. Ja, aber der ist ja so schon viel, viel weiter, wie es in Musiala ist. Wäre natürlich auch eine andere Art Spieler, aber. Alter, das war der beste Spruch, oder? Der Kovac. Bayern und Barcelona sind Gleichwerte, ja. Wenn wir uns alle fit wären, ja, und alle in Form sind, dann würde ich ja mitgehen. Ja, dann würden wir sehr, sehr, sehr interessante Spiele sehen. Aber guck dir doch die aktuelle Mannschaft an, Alter. Und die aktuelle Form. Da kannst du ja nie von gleichwertig reden, ey. Olli, so meine Meinung. Ich finde Vinny als Trainer überbewertet und zu wenig kritisiert. Ich finde, dass er spielerisch keine Variabilität entwickelt hat. Ja, nee, das hat er eh nicht. Das sage ich ja auch schon von Tag 1 an. Er stellt oft nicht nach Leistung auf. Spieler auf Positionen, wo sie nicht hingehören. Er macht halt eine Sache echt besser als Tuchel und das ist der Umgang mit der Presse. Er hat die Abwehr etwas stabilisiert, aber auch nicht Note 1. Vorne keine Ideen, kaum direktes Spiel, kaum Dribblings, alles meine Meinung. Gut, meine 2 Cents dazu. Als Trainer überbewertet, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, werden wir nie bewertet. Also ich denke dass der schon irgendein Standing hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Finde, dass er spielerisch keine Variabilität entwickelt hat? Ja, 100%. So, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, ich kann dir jeden einzelnen Angriff, kann ich dir vorhersagen, wo der Ball hinkommt, wie der endet. Ja, das Einzige war jetzt gegen Dortmund Thomas Müller, der da mal ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Ansonsten, du weißt das 1:1, wie der Angriff abläuft. Und dann 90 Minuten lang, genau wie Tuchel auch. Ja? Also da ändert sich nichts. Habe ich ja gerade schon gesagt. Da wird nicht mal hinterlaufen, dass man sagt, man probiert jetzt mal Flanken aus. Oder ansonsten probiert man. Wie oft haben wir denn einen Gegner, der wirklich mit 6, 7 Spielern die Mitte komplett dicht macht? Ja? Was machen wir? Wir versuchen trotzdem über die Halbposition auf die Mitte zu laufen. Komplett sinnbefreit. Komplett sinnbefreit. Ja? Haben wir nicht. Stellt oft nicht eine Leistung auf. Ich überlege gerade. Da gehe ich nicht ganz mit. Also das oft, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wer jetzt nicht nach Leistung nicht spielt. Ja, Leroy halt. Ja, da gehe ich mit so, aber das ist irgendwie so ein Thema für sich. Aber alle anderen,
Du hast ja gerade keine Möglichkeiten. So, ich wüsste jetzt nicht, wo ich gerade sagen würde, du musst den aufstellen, weil er klar besser ist wie, weiß ich nicht. Spieler auf falsche Position, 100%, ja, gehe ich 100% mit. Conny Leimer als Rechtsverteidiger, ich raff's immer noch nicht. Es geht in meine Birne nicht rein. Dafür ein Stunny dann, der ein Rechtsverteidiger ist, auf die Linksverteidigerposition. Ich meine, wenn du ihn schon haben möchtest, unbedingt als Verteidiger, ja, er ist eh kein Außenverteidiger, dann stelle ihn auf links. Dann spielt Stunny wenigstens auf seiner richtigen Posi. Ja? Warum nimmst du zwei Spieler, die beide nicht auf ihrer Position spielen, wenn du es wenigstens so drehen könntest, dass nur ein Spieler ist? Hä? Ja, Katastrophe. Als wenn Conny Leimer jetzt so gut überzeugt hätte als Rechtsverteidiger. Oder dass das Zusammenspiel mit Michael so stark wäre. Ja, ich habe Conny Leimer in der zweiten Halbzeit nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob der noch auf dem Feld war gegen Dortmund. Wild. Also da gehe ich mit, auf jeden Fall, ja. Er macht halt eine Sache besser als Tuchel und das ist der Umgang mit der Presse. Ja, nee, das macht er nicht besser. Da fand ich Tuchel besser. Da fand ich einen Tuchel viel, viel besser. War viel, viel unterhaltsamer. Er hat die Abwehr etwas stabilisiert, aber auch nicht Note 1. Vorne keine Ideen, kaum direktes Spiel, kaum Dribblings, alles meine Meinung. Ja, wie gesagt, wir haben vorne halt nur eine Spielidee. So, die drücken wir durch oder halt nicht. Ja? Und das ist ja auch, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Hinrunde war das ja auch völlig fein alles. Aber da habe ich schon gesagt, du musst jetzt langsam mal eine zweite und dritte Spielidee haben. Ja? Die Gegner werden sich darauf einstellen und genau das passiert halt gerade. Ja? Und wenn dann noch so der einzige richtig kreative Kopf wegfällt mit Musiala, ja, dann wird es halt schwer, ne? Also ich finde, dass das, was ein Vini viel, viel besser macht als Tuchel, ist halt, ja, habe ich ja schon mal gesagt, dass er eine Mannschaft geformt hat. So, dass du merkst, das ist eine Mannschaft, das ist ein Team. Auch wenn du es in gewissen Spielen nicht so siehst, dann fällt man wieder in alte Muster zurück, wenn so gewisse Spieler keine Leistung zeigen, weil sie keine Tagesform haben oder keine Fitness, keine Ahnung, woran es liegt. Dann merkst du wieder so, oh ja, dann fängt jeder so an, auf sich zu schauen. Ne? Hauptsache, ich stehe gut da, auch wenn der Rest scheiße ist. So das, was unter Tuchel immer da war. Also das hat er hingekriegt, dass das viel, viel besser ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst mit der Pressegeschichte. Er sorgt natürlich für Ruhe. Ja, bei Tuchel war halt nie Ruhe. Aber Tuchel war viel, viel unterhaltsamer. Nee. Also Pete, das kann ja nicht sein. Also nee, ich glaube nicht, dass das Festgeldkonto spekulativ angelegt ist, eher durch überhöhte Notzahlungen, teure Käufe und zu wenig Einnahmen. Herbert Heiner hat darüber in der Lage der Liga am Sonntag Auskunft gegeben. Gut, das werden wir dann nächstes Jahr wissen, weil da muss ja nächstes Jahr ein Minus von was? 100 Millionen sein? 150 Millionen? Damit wir sagen können, das Festgeldkonto ist harte Mitleidenschaft gezogen. Also wie gesagt, seitdem ich Jahreshauptversammlungen verfolge, du kannst das nachgucken, wir sind eine Aktiengesellschaft. Die Fußballabteilung ist ausgegliedert in eine Aktiengesellschaft. Ja? Und als Aktiengesellschaft musst du das offenlegen. Du kannst das googeln, du kannst das nachgucken. Gewinn, Verlust, FC Bayern, ja, bla, was weiß ich. So, da wirst du keine rote Zahl finden. Das Festgeldkonto ist jetzt auf einmal, ist es geschrumpft. So, in den letzten 5 Jahren haben wir keine rote Zahl geschrieben. Also wie soll das geschrumpft sein? Ja, dass es nicht groß angewachsen ist. Was hatten wir jetzt bei der letzten? Irgendwie 38 Millionen vor Steuern oder sowas. Ja. Na klar, wächst das dann nicht groß an, aber wie soll es denn schrumpfen? Das heißt, bei der nächsten Jahreshauptversammlung wird man sich da hinsetzen mit sagen, Leute, ja, wir haben leider 150 Millionen Verlust gemacht, weil wir mussten Jamal Musiala verlängern. Der wollte 50 Millionen Handgeld. Wir haben Fonzie Davies verlängert, der wollte 30 Millionen Handgeld. Joso hat zum Glück auf Handgeld verzichtet. Ja, wir mussten deswegen auch schon Thomas Müller einsparen, weil wir haben ja Jamal Musiala verdreifacht vom Gehalt von 8 auf 24 Millionen. Fonzie Davies auf 15 Millionen. Ja, na klar, aber du zahlst die Gehälter ja jetzt nicht aus. Du gehst jetzt nicht zu Jamal, ja, 5-Jahres-Vertrag, hast jetzt hier hast du deine 120 Millionen. Das passiert ja nicht. Das bekommen die ja jährlich, monatlich. So. Also kann doch das Festgeldkonto nicht dadurch leer sein. Das ist ein Unding. Das geht nicht.
Ja, wenn dann höchstens durch Handgelder bei der Vertragsverlängerung jetzt. Ja. Dann ja, aber da muss das nächstes Jahr in der Bilanz als Minus auftauchen, ne? Es sei denn, du generierst jetzt noch Verkaufserlöse. Durch Palhinha, den brauchst du ja nicht mehr. Durch King, der ja abwanderungswillig ist. So, und das war's ja schon. Alles andere ist ja nicht abwanderungswillig. Aber deswegen sparst du dir halt auch einen Thomas Müller ein. Ja. So, das wäre das Einzige. Aber dann kann ja so viel auch nicht auf dem Festgeldkonto gewesen sein, wenn das Festgeldkonto jetzt leer ist, weil man Handgelder gezahlt hat für Vertragsverlängerung. Das wäre schon wild. Hast du bei FIFA 25 Palhinha als Innenverteidiger. Hat super geklappt. Geil. Einer sagte halt, dass das Festgeldkonto halt auch geschrumpft ist, so wie es der Uli auch gesagt hat. Ja, Olli, ich weiß auch nicht, dann weiß ich auch nicht, dann müssen wir in Selbstmitleid zusammen zerfließen oder was, wenn die Uhr verlängert wird. Ja, wird ja auch nicht passieren mit Kimmich als FV. Hat ja kein Trainer oder weiß ich nicht. Vielleicht hat er bei seiner Vertragsverlängerung wieder ausgehandelt, dass drinsteht, ich darf nur im zentralen Mittelfeld spielen. Ja, genau. Kimmich macht alles gleichzeitig. Rechtsverteidiger, Sechser, Achter, Zehner und nichts davon gut gerade. Auch krass, oder, Ambu? Hä? Raffe ich auch nicht. Ich raff es nicht bei Leroy. Ey, der spielt extra auf der linken Seite. Ja? Nimm das Spiel gegen Inter. Der spielt extra auf der linken Seite. Und was macht der 90 Minuten lang? Nimmt den Ball an, läuft quer übers Feld an der Strafraumgrenze lang mit seinem schwachen rechten Fuß, traut sich natürlich nicht zu schießen, obwohl eine Lücke da gewesen wäre, nicht nur einmal. Nein, spielt dann irgendwie einen Pass über 2 Meter auf einen Spieler, der von 4 umzingelt ist. Weil hohe Bälle brauchst du ja nicht spielen. Inter Mailand die sind alle 4 Meter groß. Dürfen auch alle die Hand benutzen. Da hast du gar keine Chance im Kopfball. Gar keine. Deswegen Ecken brauchst du dann auch gar nicht reinschieben. Die machen mal wie unter Guardiola. Die spielen mal nur noch kurz. Und passen die zurück auf den Torwart. Junge, was eine lächerliche Scheiße. Junge, der ist nicht ein einziges Mal am Gegenspieler vorbeigegangen und Richtung Grundlinie gegangen. Und selbst wenn du den Ball flach nach hinten legst, wofür spielt er auf der linken Seite? Verstehe ich nicht. Katastrophe. Und der wird wieder auflaufen gegen Inter. Aber weil wir ihn heute so haten, wird er 2 Hütten machen gegen Inter Mailand. Ito ist verletzungsmäßig auch nicht besser als Sacha oder King. Ja, aktuell bei uns nicht, nee. Leon und Palhinha in die Zentrale, Rafa davor, das ist ein Muss und vorne muss es Leroy richten. Ja, wird ja nicht passieren. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Kim. Finde das auch, was gerade medial da mit Kim gemacht wird, finde ich auch ein bisschen too much. Wie gesagt, der ist halt auch nicht fit, ne? Der spielt da die ganze Zeit mit dem, was Leroy letzte Saison hatte. Also. Den tut man halt auch keinen Gefallen damit. Ja, das haben wir ja in der Gruppenphase schon gesehen, wie wir Barca an die Wand spielen konnten mit unserer Taktik. Der ist auch gut. Wünschen wir ein 3-5-2 mit Wirtz und Musiala auf Doppel 8 und Palhinha dahinter. Ja. Palhinha wird nächste Saison den Verein verlassen, weil wir Geld brauchen und der einen Markt in England hat. Kriegst du vielleicht 20 Mille.
Masse nur 30 minus, ist doch okay. Nee, wir wollen keine Anteile verkaufen. Wenn, können wir nur auf 5% verkaufen und das wollen wir nicht. Hat Heiner auch gesagt. Er hat auch gesagt, dass wir nicht an die Börse gehen werden, was auch völlig richtig ist. Das wäre nochmal eine Katastrophe, siehe Dortmund. Spielerisch sind die Spieler bei Barca auch größtenteils besser. Ja, das kommt darauf an, welche Position man da vergleicht, ne? Aber Barca ist halt offensiv schon brutal. Wir sind offensiv halt auch brutal, wenn alle da und fit wären. Ja. Aber unsere Defensive ist gerade halt, ja, sorry. Also, guck dir einfach nur die letzten Ergebnisse an. Ja, gegen welche Mannschaft haben wir keine 2 Tore gekriegt? Also. Aber da sieht man auch mal, wie stark Uppa wirklich war, ne? Muss man halt auch mal sagen. Der hat das da schon ganz gut zusammengehalten. Kompanie habe ich sehr gerne, der wird unterschätzt. Das weiß ich nicht. Das werden wir nächste Saison sehen, ob dem so ist. Ich bin gespannt, was nächste Saison passieren wird. Dann kann Kompanie zeigen, ob er das ist, wofür wir ihn geholt haben. Wie gesagt, es war halt einfach eine Katastrophe, dass wir diese Saison alle Jugendspieler weggeschickt haben. Warum haben wir es zweimal nicht geschafft, gegen das schwächste BVB der letzten Jahre zu gewinnen? Am meisten hat mich geärgert, dass wir mit einem Sieg die Meisterschaft so gut wie klar machen können. Und dann kommt so eine Leistung. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Leverkusen weiter Punkte liegen lässt, sonst müssen wir noch zittern. Muss jetzt aus den 5 Spielen 3 Siege holen. Also alles ist gut, oder? Also ich glaube nicht, dass Leverkusen, ich weiß nicht, wann Wirtz wieder fit ist. Aber ich glaube nicht, dass Leverkusen jetzt... Also gucken wir kurz drauf. So, nächstes Spiel ist Heidenheim. So, 3 Punkte. Punkt. Nehmen wir letztes Spieltag Hoffenheim. Müssen auch 3 Punkte sein. Punkt. Dann hast du natürlich noch Mainz, Leipzig, Gladbach. Das sind natürlich drei Spiele, die sehr schwer werden könnten. Muss halt eins von gewinnen. Aber dann muss Leverkusen auch erstmal alle 5 gewinnen, wa? Das ist ja auch noch nicht. Ich meine, die haben jetzt auch gegen Union nur unentschieden gespielt. Also. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Es sei denn, es verletzt sich noch jemand. Dann könnte es natürlich wild werden. Naja, bei Pep war aber oft nur Ball hin und her geschiebe. Ja, genau, was wir jetzt unter Kompanie auch sehen. Ne? Das war Dortmund erste Halbzeit. Inter. Das war nichts anderes. Das war wie unter besten Pep-Zeiten vorne, wie im Handball. 10 Minuten quer. Noch nicht mal ein schneller Seitenwechsel. Quer. Hinten über Kimmich. Quer. Gegen Dortmund die besten 10 immer. Leon Goretzka hinten den Ball erobert. Zieht an wie ein Stier. 30, 25 Meter Sprint. Bleibt abrupt stehen. Da ist die Grenze. Da steht Josua Kimmich. Spielt einen Ball über 2 Meter. Auf Josua. Was macht der? Spielt einen Ball nach hinten. Alter. Bin ich fast vom Sofa gefallen. Hast du gegen Dortmund 2 oder 3 Mal gesehen, die Aktion. Wilde Nummer. Naja, also ich denke, die aktuelle Form ist halt einfach der Spiele geschuldet bei uns. Ja? Das darf man halt nicht vergessen. Ja? Und das siehst du ja auch an den Verletzungen. Aber das ist halt, was ich sagte. Ja, du hättest doch einfach, guck doch an, was wir verliehen haben an Spielern. Ja, na klar, die Spieler brauchen eine Perspektive, aber du hättest den Spielern doch mal eine Perspektive geben können. Warum hast du denn nicht gesagt, ich meine, nimm doch den Start der Saison. Welcher Außenspieler hat denn da überzeugt? Ja, Michael. Das war's. Die ersten 3, 4 Spiele noch Serge, danach keiner mehr. Kein Coman, kein Serge, der schon mehr verletzt war, kein Leroy,
Kein Tell. So, warum hast du denn nicht gesagt, ach, weißt du was, komm, ich nehme mal den Irakunder, den habe ich ja verpflichtet dafür extra und schmeiß den rein. Und guck mal, was der so macht. Ja? So, wo wäre denn das Problem gewesen, den ab und wann mal 30 Minuten Spielzeit zu geben? So, wir redet ja keiner davon, du musst den in jedem Spiel über 90 Minuten bringen oder sowas. Aber gegen Spiele, die nach 30 Minuten durch waren, hättest du doch mal solche Spieler reinwerfen können. Dann hättest du doch eine Alternative gehabt. Dasselbe mit dem Aznu. Wir haben teilweise ohne Außenverteidiger gespielt, anstatt den Jungen aufzustellen. Ja? Warum? Und jetzt steht man da, oh ja, ja, scheiße. Jetzt habe ich keinen Linksverteidiger. Ja, scheiße. Und das vom Trainer und von einem Gespann, was sich vor der Saison dahingesetzt hat. Ja, also, unser Ziel ist ja jetzt vom Campus jedes Jahr 1, 2 Jungs hier ranzuführen. Ne? Unsere Strategie ist ganz klar, wir verpflichten Talente vorher, ja, weil wir nicht die finanziellen Mittel haben und werden sie entwickeln. Dafür ist Kompanie der richtige Trainer. Man hat selbst einen Tell weggeschickt, der eigentlich schon fester Bestandteil dieser Mannschaft war. Man hat selbst dann angefangen, wieder ein Pavlo auszubooten, den man Goretzka aufgestellt hat. Wo ist da nur der Ansatz davon, dass wir irgendeinen jungen Spieler entwickeln? Ist nicht gegeben, Alter. Ja? So, und jetzt steht man da, ja, oh ja, die sind alle überbelastet. Ja, der Harry Kane ist 30, Joshua Kimmich ist 30 oder 29. Ja, die spielen jedes Spiel. Ja, die darfst du auch nicht auswechseln. Das ist Majestätsbeleidigung. Ja. Und dann wunderst du dich, dass die jetzt gerade in dieser Phase keine Leistung bringen können. Ja, Halleluja. Top. Läuft richtig. Ja, aber wir haben gegen Inter zu Hause gespielt, Leute. Ja? Wir haben gegen Inter zu Hause gespielt. Und dass du da am Anfang mal ein bisschen Druck aufbaust, ist klar, oder? Glaubt ihr jetzt wohl nicht ernsthaft, wenn wir jetzt nach San Siro fahren, dass das da genauso sein wird? Also ich glaube das nicht. Klar wird Inter sich auch erstmal defensiv verhalten, weil die liegen vorne, alles ist gut, ja. Aber du wirst mit Sicherheit nicht das da so hinkriegen, dass du da so den Druck aufbaust. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also würde mich überraschen. Ich weiß gerade auch nicht wo und mit was. Ja, wenn ich ehrlich bin. Das wird schon ein schweres Ding. Ja, wie gesagt, die Spieler haben halt englische Woche auf englische Woche. Ja, so. Aber das weiß man ja vorher. Wir reden immer über die gleichen Sachen. Jedes Jahr. Ja. Warum vergraulst du immer deine Jugendspieler, die du hast? Dafür sind doch Jugendspieler da. Ja. Und wenn dann so Spiele wie gegen St. Pauli und so weiter, ja, da musst du halt mal die Etablierten schonen, Alter. Ottmar Hitzfeld lässt grüßen. Ja, der Kader gibt mit Sicherheit mehr wie eine Spielidee her. Wenn du allein siehst, was Michael für Ideen hat, wenn du allein siehst, was Jamal für Ideen hat, ich glaube schon, dass der Kader eine Menge an Spielideen hergibt. Wenn du allein mal siehst, welche Option du in der Zentrale hättest. Ja, du hast ja allein die Option, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufzustellen. Das wäre doch über die rechte Seite ein ganz, ganz anderes Spiel. Ja. Ich meine, guck dir die Flanken von Kimmich an. Ja, ey, wenn der nichts kann, Alter. Ja. Das wäre halt wieder so eine Sache, wie es damals Willi Sagnol war, wie es danach Philipp Lahm war. Das sind halt Spieler, die können hinterlaufen und die können eine präzise Flanke schlagen. Siehst du das von Conny Leimer? Hast du von Conny Leimer schon mal eine präzise Flanke gesehen? So, allein das wäre doch schon mal eine andere Spielidee. Und da brauchst du nur einen Spieler umstellen. Nur einen. Und das noch ein Spieler, der das in seiner Nationalmannschaft spielt. Ja, allein das wäre doch schon eine andere Spielidee. Oder eine weitere Variable, die du jetzt einfach hättest mal bringen können über eine Halbzeit. Aber nee, machst du nicht. Puh.
Ja, und in der Mitte hast du genug Varianten. Nochmal, stell doch mal Conny Leimer als Achter auf. Wie sich dann das Spiel ändert, Alter. Der rennt wie ein Bekloppter. Ja, das kannst du nur nicht als Rechtsverteidiger machen, weil du dann wie ein Stier drauf losläufst auf das rote Tuch und dann ist da ein technisch versierter Spieler, der macht einen Haken und Conny Leimer so und die ganze Seite ist auf. Und das fällt jetzt noch mehr auf wie vorher, weil wenn ihr vorher mal geguckt habt, was ein Upper alles auf der rechten Verteidiger-Außenposition mit weggearbeitet hat, ja, so, und das fehlt uns nämlich gerade. Gerade ist der Innenverteidiger der Innenverteidiger. Katastrophe. So, da hast du schon 2 Spielideen. Wer hat die beste Verteidigung? Ja, die haben wir leider nicht mehr. FC Bayern! FC Bayern! Der Louis, Alter. Also ich glaube schon, dass der Kader genug Möglichkeiten hergibt. Ja. Selbst, wir können jetzt mal den viel kritisierten Leroy Sané nehmen. Selbst ein Leroy war doch über die halblinke Position oder dann sogar ein bisschen in die Mitte gezogen, war er doch wirklich nicht schlecht. Ja. Er ist halt einfach da ganz außen links für den Arsch, Alter. Sorry. Er ist einfach für den Arsch auf dieser Posi. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum er nicht außen vorbeigeht. Ich weiß nicht, ob er das nicht darf. Vielleicht ist es eine taktische Vorgabe. Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber selbst in Leroy auf der linken Halbposition, ja, wäre mit Sicherheit eine Option. So. Also ich denke schon, dass wir taktisch und variabel genug Möglichkeiten in diesem Kader haben. So, wir nutzen sie nun nicht. Wir machen einen Stiefel, bub. Conny Leimer ist jetzt Rechtsverteidiger. Joshua Kimmich ist Sechser. Palhinha ist Achter. Palhinha ist ein Achter. Ein Achter. Ein Achter. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ein Achter ist der. Der steht vorne, wie Deon Goretzka, am gegnerischen Strafraum, kriegt den Ball und weiß gar nicht, was er machen soll. Der kann den nur quer spielen oder nach hinten. Der kann das nicht. Das ist nicht seine Aufgabe, Alter. Ja? Müsst ihr euch mal reintun. Der spielt neben Kimmich, vor Kimmich. Nicht hinter Kimmich, vor Kimmich. Fällt dir nichts so ein. Sind wir bei Ollis Worten. Spieler auf verkehrten Positionen. Ja. Junge, der Mann hat nicht einmal diese Saison, nicht einmal eine faire Chance bekommen in dieser Mannschaft. Nicht einmal. Katastrophe. So, genug gemosert. Stunde gemosert, ich bin fertig, jetzt seid ihr dran. Das stimmt mit der medizinischen Abteilung nicht. Naja, ich weiß nicht, ob du so einen Mittelfußbruch jetzt irgendwie der medizinischen Abteilung anhängen kannst. Ob du so ein... Was hat der Kreuzbandriss, was bei der Nationalmannschaft passiert? Weiß ich nicht, ob du das der medizinischen Abteilung in München anhängen kannst. Ja, geh mal die Liste durch. Also, das ist halt einfach Überbelastung, ne? Bei Barca ist einfach krass, dass die 18-Jährigen bis 21 ihre Chancen bekommen. Nee, das ist gelogen, Chico. 16. 16. Fatih, der war mit 16 Stammspieler. Und da gibt es noch 2, 3. Ja, die bringen die Leistung und dann spielen die. Das ist egal, ob die 16 sind oder ob die 30 sind oder ob da irgendein 30-jähriger alter Sack noch auf dieser Posi daneben steht, der 20 Millionen verdient, dann interessiert die nicht. Ja? So. Weil die an ihre Ausbildung glauben. Wir tun das nicht. Wir bilden aus und schicken weg, schicken weg, schicken weg, schicken weg, schicken weg. Oh ja, wir ziehen mal in der Vorbereitung 4 Jugendspieler hoch, die dürfen mittrainieren, die überzeugen dann in den Testspielen mehr wie die gestandenen Spieler, die 20 Millionen verdienen. Und was machen wir? Oh, das erste Pflichtspiel. Ja. Wir setzen die alle auf die Bank und dann sind die pissig alle. Und was machen wir dann? Ach ja, komm, ist ja Wintertransferfenster. Wir hauen die alle weg. Wir leihen den dahin, den dahin, den dahin. Hier, Alter. Das ist ja okay, wenn das Spieler sind, wo du nicht weißt, wo steht der. Ja? Was kann der, wo steht der?
Aber ein Spieler, der ein halbes Jahr bei uns mittrainiert, in der ersten Mannschaft, ja, und schon vorher, bevor er das überhaupt tut, schon in den Testspielen überzeugt, warum schicke ich solche Spieler weg? Das verstehe ich halt nicht. Ja, der ist ja erst 19 oder der ist ja erst 20. Der kann ja noch gar nicht. Der muss ja erstmal Erfahrung sammeln. Ja, guck nach Barcelona, Alter. Das ist genau das dumme Gelaber, wie es vor der Saison war. Oh ja, das ist die erste Saison von Michael Olise in der Champions League. Da können wir aber nichts erwarten von den Experten. Was ein dummer Scheiß, Alter. Junge, Wirtz ist wieder fit. Ja, das sind doch gute Neuigkeiten für Leverkusen. Ja, natürlich ist der Fußball, oder was heißt der Fußball? Die letzten Spiele waren nicht so geil. Aber natürlich war der Fußball um Längen besser wie unter Tuchel, Alter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Tuchel war eine Katastrophe. Aber man muss halt mal kritisieren, dass wir wirklich keine Spielidee, keine zweite haben, dass Spieler auf verkehrten Positionen rumdümpeln, wie es der Olli geschrieben hat. So, das muss man schon mal kritisieren dürfen. Ja. Und da muss man sich halt nicht wundern, wenn dann Spieler X und Y ausfällt, dann kommt das halt zum Tragen, wa? Ist halt so. So, Braveheart Frieden, erstmal danke für 100 Bitties. Und euch ID auch danke für 100 Bitties. Vielen lieben Dank. Naja, dass Spieler in Barcelona für Low spielen, das glaube ich nicht. Weil sonst hätten die nicht diese finanziellen Probleme, die sie gerade haben. Wa? Statt 60 Millionen für Olmo kannst du 3 bis 4 gestandene Spieler holen, nur in der Vita mal für Barca zu spielen, aber die Jungen kriegen die Chance. Mainz auch nicht mehr, das Mainz aus der Hinrunde. Ja, werden wir mal sehen. Ich mag Barca, das heißt, ich mag Barca nicht. Also Barca macht das ja schon immer. Schon immer. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ohne Nachricht. Schatz, danke für den Priming. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass du mal bei Barcelona irgendwie gehört hast, so Jugendspieler kriegen keine Chancen. Ich meine, da ist man nicht so drinne. Du kriegst ja immer nur mit, wenn diese Jugendspieler ihre Chancen bekommen. Und die kriegen die jedes Jahr, Alter. Die ziehen jedes Jahr ein aus dem Hut. Ja, wo kam bitte der Ramal bei der EM her, Alter? Wo kam der her? Er wurde mal vor Messi berührt. Deswegen spielt er so gut Fußball. War sein Taufpate oder was? Ist doch krank, Alter. Bei uns werden Spieler weggeschickt, weil sie zu jung sind. Der ist, glaube ich, auch schon mit 16 für Barcelona aufgelaufen. Da musst du dir mal reintun, Alter. Jedes Jahr. Verstehst du nicht. Goretzka ist unter Kimmich sowas von gehemmt, Alter. Das hast du gesehen, wenn du das Stuttgart-Spiel mal anguckst, wo ein Kimmich nicht da war. Wie Goretzka da aufgetreten ist im Mittelfeld. Ja, gegen Dortmund in der zweiten Halbzeit hat ein Goretzka sich das endlich mal getraut. Und hat endlich mal 20 Minuten, obwohl ein Kimmich neben ihm auf dem Feld stand, hat er sich endlich mal die Rolle genommen, Alter. Hat er endlich mal gezeigt, ich bin hier Führungsspieler. Wenn der Josh das nicht kann, mache ich das jetzt. Ja, hat er endlich mal nicht gekuscht. Mir richtig, richtig gut gefallen. Und ansonsten ist Goretzka sowas von gehemmt, wenn Kimmich neben ihm steht. Katastrophe. Immerhin Sané mal jemand, der heutzutage auf viel Gehalt verzichtet, auch von Interviews und sonstigen, immer sehr sympathisch. Wenn er mal wieder wie Hinrunde Tuchel spielen würde, zumindest mal im Ansatz, Alter. Ja, gut. Wenn ich in den letzten 5 Jahren 100 Millionen kassiert hätte vom Verein, dann hätte ich auch kein Problem damit, wenn ich mich da wohlfühle, zu sagen, ach, weißt du was, gib mir 10 die nächsten 3 Jahre. Ja. Könnte ich dann auch machen, denke ich. Aber ja, das kann man herausstreichen, das stimme ich zu. Aber das muss man mal positiv sagen. Ne? So ein Thomas Müller oder sowas hätte das wahrscheinlich nicht getan. Mal ganz abgesehen von Kimmich. Ja, ist die gleiche Situation. Kimmich war auch eine Katastrophe die letzten 2 Jahre. So, der hat auch nicht gesagt, ja komm, ich verzichte jetzt auf Gehalt. Also.
Aber da hat man halt auch nicht die Brust auf die Pistole auf die Brust gesetzt, weil ein Kimmich stark gespielt hat, was ein D-Boy halt nicht hat. Ja, und welche Argumente hatten D-Boy auch? Oh ja, ich bin Spieler des Monats März. Das ist sein Argument bei der Vertragsverlängerung. Ja. Aber ja, trotzdem wird er mit Sicherheit bessere Angebote haben, wo er mehr Geld verdienen wird. Ja, klar. Das kannst du positiv herausheben, definitiv. Und wie gesagt, wenn der Junge endlich mal eine Konstanz drin hätte, ja, ey, dass du nicht jedes Spiel hier spielen kannst, darüber brauchen wir nicht reden, ja. So, das können wenige. So, aber es wäre doch schön, zumindest jedes Spiel mal so auf dem Level vom Michael. Ja, das wird doch schon reichen. Einfach mal auf dem Level. Aber kriegen die nicht hin. Inter schlagen, dann darf gegen Heidenheim die komplette Ersatzbank spielen. Wenn die komplette Ersatzbank spielen, ist Christian Nummer 11 Spieler zusammen. Ach, ich glaube schon, dass er bessere Angebote haben wird. Der Leroy. Gibt schon 1, 2 englische Clubs, die das sehen. Also bessere Angebote wie das, was er von uns wahrscheinlich kriegt. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber Spekulation, ne? Wenn wir aber jetzt schon auf Zahnfleisch gehen, Kai, wie soll das nächste Saison werden? Aber siehst du doch, dass es so ist. Ja, nächste Saison wird eine Katastrophe, Alter. Die Club-WM endet so in 3 Wochen. 3 Wochen später startet Bundesliga. Ja. Europa! Ja, aber das ist doch, was ich sage, Ambu. Das ist doch, was ich die ganze Zeit sage. Hättest du mal deine Jugendspieler alle nicht weggegeben. Und hättest du die mal gezielt eingesetzt. Nochmal, wir haben genug Spiele gehabt die Saison, die früh entschieden waren. So, du hast genug Spiele, die auf dem Papier mit Sicherheit ein bisschen einfacher sind. Wo du dann halt so ein Grundgerüst hast, 5 Erfahrene, 6 Erfahrene und dann bringst du ein paar wilde Jungs drumherum. Wo ist das Problem? Ja, dazu musst du in der Lage sein. Aber das sind wir nicht. Und jetzt wundert man sich, dass die Spieler wieder alle verletzt sind, die sowieso immer verletzt sind. Ja? Das ist ja nichts Neues. Ja, mit dem Ito ist natürlich unglücklich. Davis ist auch schon so oft verletzt gewesen. Jetzt mit der Verletzung natürlich Katastrophe. Ja, Musiala ist auch immer ein bisschen. Ja, Leute, da muss man sich nicht wundern. Ja? Die Spieler brauchen mehr Erholung. So, fertig. Ja, und dann hättest du in gewissen Spielen einfach mal auf die Spieler verzichten müssen. Genauso wie du das jetzt siehst, dass so ein Kimmich nicht in der Lage ist, Leistung zu bringen. Dass so ein Harry Kane nicht in der Lage ist, mal seine normale Leistung zu bringen. Warum sind sie das nicht? Weil das alles zehrt. So, ja. Aber da musst du doch Alternativen schaffen. Da musst du doch sagen, pass mal auf, keine Ahnung. St. Pauli, sonst was, ja, komm, bleib mal draußen. Anders geht es nun mal nicht. Und anders wird es nächste Saison wird's noch schlimmer werden, wie du es schreibst. Noch schlimmer. Ja. Das ist so das Ding. Ich verstehe es auch nicht. Wilde Nummer. Aber wahrscheinlich, ich meine, ich verstehe es aus Winnies Sicht, ne? Winnie kommt dahin, ist ein super unerfahrener Trainer, der noch nichts vorzuweisen hat, außer Aufstieg in die Premier League. Wow, grandios. Kommt zum FC Bayern, ja. Und natürlich ist der Auftrag, Alter, du musst die Meisterschaft holen. Ja. Finale daheim, Zusatz, aber wahrscheinlich auch noch Pflichtprogramm. Ja, ist doch logisch. Dass der sich da nicht dahinstellt und sagt, ach ja, weißt du was, ja, mache ich mal so und so und so und tu mal hier einen Jungen und da einen Jungen und ja. Ist wieder so ein Ding, was man sich selber gelegt hat, ne? Aber dann hätte man sich vor der Saison halt nicht hinsetzen sollen, in Person von Freund und Eberl. Und ja, also jetzt wird alles anders. Jetzt haben wir den Kompany, der kann junge Spieler, der will junge Spieler entwickeln, der will eine Spielphilosophie entwickeln, der will ein Team entwickeln. Ja, was haben wir davon gesehen? Gar nichts, Alter. Michael Olisse. Das haben wir gesehen. Michael Olisse und Harry Kane in guter Form. Ja. Das hat es bisher rausgerissen.
Wilde Nummer. Ja, den kannst du dir ja auch nicht leisten, den Ekitike. Kannst du ja auch nicht leisten. Kostet ja auch mindestens 100 Mille. So. Und das nach einer Saison in Frankfurt, oder was? Husi, servus. Schön, dass du da bist. Ich denke auch, dass ein Leroy mehr in England bekommen hätte. Glaube ich auch schon. Und mit Sicherheit auch ein Handgeld, so was er bei uns definitiv nicht kriegen wird anscheinend. Weil wir es uns nicht leisten können. Weil wir die Kohle verzockt haben, Alter. Und das hätte mich auch überrascht, wenn da irgendwie statistisch was für Conny Leimer gesprochen hätte. Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich den Louis höre. Ja gut, aber mit einem kleinen Kader kommst du ja nicht mehr klar, ne? Wie gesagt, du musst den Kader einfach mit den jungen Spielern dann aufplüstern. Dafür sind sie doch auch da, Alter. Ja, verstehe es halt nicht. Ja, und natürlich fällt dann die Qualität ab. Ja, aber es geht auch darum, dass die Spieler dann auch Qualität aufbauen. Natürlich kannst du keine 25 Topspieler haben. So, es setzen sich ja keine 12 Topspieler auf die Bank, Alter. Wer macht das? Will doch keiner, ja. Aber junge Spieler sind wir wieder am Rattenschwanz angekommen. Du als Spieler nicht auf deiner Position spielst, dann kostet dich das doch automatisch mehr Kraft. Na, das weiß ich nicht. Also wenn das auf Conny Leimer gemünzt ist, dann mit Sicherheit nicht. Conny Leimer ist auf jeder Posi so. Der ist immer auf jeder Posi, ist der 110%, Alter. Ich habe so Mitleid mit Palhinha. Letztes Jahr war er zu 90% schon bei den Bayern und kurz vor knapp ist der Transfer gescheitert. Dann wurde ein Jahr später gefühlt aus Mitleid geholt und wird, wie du schon gesagt hast, komplett falsch aufgestellt. Ich hätte gern gesehen, wie er unter Tuchel gespielt hätte. Das hat ja noch niemals was mit Tuchel zu tun. Also unter Tuchel hätte der gespielt, wie er bei der EM gespielt hat. Das ist eine absolute Maschine, der Palhinha. Ich habe mir die EM reingeballert und habe mir extra die Spiele reingeballert, um mir den Palhinha reinzuballern. Und alles, was ich gesehen habe, war das genau das Puzzleteil, was diesem Kader fehlt. Punkt. Ja, der ist halt ein defensiver Sechser. Ja? Das ist er. Punkt. Nicht mehr. Ja? Das ist kein Kimmich, der Rechtsverteidiger 15 Minuten im Spiel spielt, dann 25 Minuten dümpelt er auf der Sechserposition rum, wo er einen Querpass Toni gibt, dann macht er 25 Minuten auf der Achterposi, da macht er dann ab und wann mal einen Flankenwechsel, ansonsten macht er da meistens auch den Querpass und nach hinten Toni und dann ist er nochmal 10 Minuten bei den Ecken beschäftigt, ja, und dann ist er 10 Minuten noch auf der Zehnerposi. So. Wenn du Glück hast, ist der Kimmich aber auch nochmal so 5 Minuten auf einer halbrechten Position und schlägt mal eine Flanke aus dem Halbfeld, die dann wirklich gut ist. Das ist Josua Kimmich. Das ist ein Palhinha nicht. Ja? Ein Palhinha ist ein Spieler, den stellst du auf und dann ist das ein Sechser. So, dann weiß der auch, was er zu tun hat. Dann kannst du auch wahrscheinlich einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellen, weil ein Palhinha diese Lücke sieht. Oder wie es Upa gemacht hat, dass ein Upa da hingeht und Palhinha wird dann in die Viererkette zurückfallen lassen. Ja, weil er das seit Jahren macht. Der kann nichts anderes. Das ist ein Perfektionist auf der 6. So. Und kein ich mache alles Josh. Ja. So, aber anscheinend möchte ein Kompanie lieber, ich möchte König Josua, der alles macht. Den möchte ich gerne wieder haben. Ich brauche keinen Sechser. Ja. Dann hätte man das aber vor der Saison kommunizieren sollen. Dann hätte man sich 50 Millionen gespart, hätte 50 Millionen mehr auf dem Festgeldkonto, müsste nicht rumheulen, hätte sich noch das Gehalt wahrscheinlich von 15 Mille gespart für so ein Palhinha. Ja.
Und das Traurigste daran ist, dass du das ja alles noch verargumentieren kannst, wenn du um irgendwelche, keine Ahnung, um 95% aller Bundesligaspiele laberst und sagst, ja, da brauche ich keinen Sechser. Da brauche ich einfach keinen Sechser, dann nehme ich einen Kimmich, der alles spielt. Ist egal, dann kriege ich mal einen, dann mache ich 2 für. Alles gut. Ey, kann ich noch nachvollziehen. Ja? Aber zum jetzigen Stand, schon angefangen mit den Leverkusen-Spielen, ja, zum jetzigen Stand der Saison, hättest du da umdenken müssen. Sonst hättest, keine Ahnung, sonst schick den Spieler weg. Was willst du damit? Du hast diesen Spieler in deiner Mannschaft und du stellst ihn nicht auf. Du stellst ihn aus Mitleid in 3, 4 Spielen neben Kimmich auf einer Achterposi auf. Alter, ich kann das immer noch nicht fassen. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Aus welchem Grund? Was ist denn, was Kimmich so besonders macht hinten? Er lässt sich mal zwischen die Innenverteidiger fallen. Ich denke, das schafft ein Palhinha. Ja? Er lässt sich mal auf eine Rechtsverteidigerposition fallen, wenn der Rechtsverteidiger weit aufrückt. Ich glaube, auch das würde ein Palhinha schaffen. Ich glaube schon. Ja? Ist der Kimmich jetzt aus der Sechserposi so super stark im Spielaufbau? Aus meiner Sicht definitiv nicht. Ja? Also da habe ich von Palhinha schon ähnlich wie von Eric Dyer mal öffnende, lange Bälle bei der EM gesehen. Und ich denke, den Quer- und nach hinten Pass Toni kriegt ein Palhinha auch noch hin. Nur Vorteil Palhinha ist, der kann mal einen defensiven Zweikampf führen. Der sieht die Räume, die geschlossen werden müssen, was ein Kimmich nun mal nicht sieht. Das ist gar nicht böse gegen Josh gemeint. Der ist halt einfach kein Sechser. Wir brauchen die Diskussion nicht wieder anfangen, Alter. Die haben wir letztes Jahr geführt. Ja, das ist er nicht. Punkt. Junge, Alter, krieg ich zu viel. Und wir sind nach einer, es ist ein Jahr rum. Es ist ein Jahr rum, Alter. Wir saßen letztes Jahr hier. Ja, wir brauchen unbedingt einen Sechser. Davor wir brauchen unbedingt einen Sechser, Leute. Das ist eine Katastrophe. Wir brauchen einen Sechser. Dann verpflichtest du den Sechser für richtig, richtig viel Geld. Und lässt ihn am langen Arm verrecken, Alter. Ja. Warum? Aber das sind ja Fragen, die werden nicht gestellt auf PKs. Ja. Die werden nicht gestellt. Warum sitzt da nicht mal ein Reporter und sagt, Herr Kompanie, was ist denn mit ein Palhinha? Das ist doch ein Sechser. Warum stellen Sie den denn nicht mal auf? Bild. So, was ich kritisiere, ist, dass wir es halt einfach nicht geschissen bekommen, an 1:0 langweilig runterzuspielen, ohne dass da noch was passiert. Ja, wie auch? Habe ich doch gerade erklärt. Wie willst du das hinkriegen? Du hast keine Außenverteidiger, du hast kein zentrales Mittelfeld, was dazu annähernd in der Lage ist, zu sagen, ey, wir halten jetzt mal den Laden hinten dicht. Hast du halt nicht. Und Kimmich ist da gar nicht diszipliniert genug für. Der kann sich gar nicht einbremsen und sagen, ich gehe mal nur bis hier und hier, das ist der Raum und der gucke ich, dass der zu ist. Das kann der nicht. Das konnte er noch nie, das wird er auch nicht mehr können. Der hat andere Qualitäten. Vielleicht muss Kompany solche komischen Entscheidungen in der Aufstellung treffen, weil er sonst möglicherweise die Kabine gegen sich aufbringt. Ja, genau wie Tuchel. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Genau wie Tuchel, 1:1. 1:1 dasselbe. Nur, dass ein Tuchel das noch kommuniziert hat. Tuchel hat gesagt, ey, Joshua Kimmich ist kein Führungsspieler. Joshua Kimmich ist kein Sechser. Ich brauche einen Sechser. Und was hat er gemacht? Hat sich die ganze Saison auf der 6 gestellt. Ja, also, was ist das Problem? Ja. Ey, und ohne Scheiß, ich glaube fest, wenn du zum Josh gehen willst als Trainer, du gehst zum Josh jetzt hin, sagst, pass mal auf, Josh, du siehst das gerade, ja, wir haben Verletzung da, ich brauche dich als Rechtsverteidiger und ich brauche ein Palhinha für mehr defensive Stabilität. Ich glaube, dann hätte der niemals irgendwie gesagt, Trainer, verpiss dich oder sowas, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber man kommt halt gar nicht auf die Idee. Und das ist doch das Traurige.
Hoffe, Winnie kriegt mehr Mut mit den Jahren, die wir ihm hoffentlich Zeit geben. Tja, ich denke mal, das nächste Jahr wird schon entscheidend sein, ob ein Winnie Zeit bekommt oder nicht, Alter. Ja, es sei denn, du verspielst jetzt noch alles, dann könnte es auch schon vorbei sein, aber ich bin auch dafür, ihm Zeit zu geben, nur er muss dann mal den Worten halt Taten folgen lassen, ne? Wie man so schön sagt. Ich habe ihn lieber gewählt als Spieler des Monats. Ich habe die 2 Tore gegen Pauli gesehen und diese grandiose erste Halbzeit und dachte mir, oh, das ist ja noch im März. Was von Seiten des FC Bayern kam, Freund und Eber? Ging es nicht um mehr Geld? Klar kannst du diskutieren, ob Kimmich die 20 Meter wert ist, aber anscheinend gemäß unseren Verantwortlichen war die Kohle kein Streitpunkt. Hä? Was von Seiten des FC Bayern kam, Freund und Eber? Ging es nicht um mehr Geld? Klar kannst du diskutieren, ob Kimmich... Verstehe ich nicht. Ich habe auch nie behauptet, dass Kimmich mehr Geld wollte, oder? Oder was meinst du damit? Es ist ja, für mich war es ja auch völlig okay, dass du mit Josh verlängert hast. Ich habe es ja erklärt, es gibt 2 Möglichkeiten. So. Da musst du ein Palhinha jetzt leider wieder wegschicken nächste Saison. Und wir werden uns den Graupenfußball Jahr für Jahr angucken. Du wirst wahrscheinlich nie einen großen Titel gewinnen, die kommenden Jahre, solange ein Kimmich der Sechser in dieser Mannschaft sein wird. Es sei denn, du hast eine super brachiale Vierer-Abwehrreihe dahinter. Oder ein Kimmich kann sich in gewissen Spielen mal so zusammenreißen, dass er sich wirklich nur um die Sechserposi kümmert, weil dass er das kann, hat er diese Saison schon, glaube ich, 2-mal gezeigt. Ja? Wo er dann mal wirklich einen defensiven Part gespielt hat und sich nur darauf konzentriert hat. War immer noch nicht perfekt, aber war auf jeden Fall besser, als wenn er übers ganze Feld tingelt. So, dass er das kann, ja. So, du musst aber als Trainer ihn, ja, weiß ich nicht, anleihen oder was? So ein Gummiband am Innenverteidiger binden, dass er nur 10 Meter weit weg kann? Ich habe keine Ahnung. Ja. So, andere Alternative ist, du stellst den Kimmich als Rechtsverteidiger. Wo ist das Problem, Alter? Punkt. Habe ich gar keine Kopfschmerzen mit. Wo soll Sané denn bitte mehr als 12 bis 15 Mille verdienen? Boah, weiß ich nicht. Weiß nicht, was die Engländer so zahlen. Es ging ja nicht darum, dass man einen Tuchel-Spieler geholt hat. Das ist ja Schwachsinn. Man hat einen Palhinha geholt, weil man gesehen hat, die letzten Jahre, dass wir einen Sechser brauchen. Ja. Dass wir in dieser Mannschaft einfach einen defensiven Sechser brauchen. Und das sieht man diese Saison ja auch wieder. Ja, wann war das gegen Pauli oder gegen Augsburg, wo der Ball einfach komplett durch die Zentrale über 30 Meter gelaufen ist und da nicht ein Spieler war? Ja, guck dir mal das Defensivverhalten von Kimmich in den letzten 3 Bundesligaspielen an. Alter, das ist an Frechheit nicht zu überbieten auf dieser Position. Deswegen hat man gesagt, yo, wir brauchen einen Sechser. Ja, das war der Gedanke. Dann hat man diesen Sechser verpflichtet, hat mit Josh den Vertrag extra nicht verlängert. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Da weißt du Bescheid. Und jetzt gucken wir uns die Scheiße noch mindestens 3 weitere Jahre an. Es sei denn, ein Kimmich geht irgendwann zum Trainer und sagt, Trainer, darf ich bitte Rechtsverteidiger spielen? Ja, da brauchst du mit mir gar nicht drüber reden. Nationalmannschaft bin ich raus, Alter. Nationalmannschaft, habe ich extra das Video zu gemacht. Nationalmannschaft ist eine Farce. Ja. Ey, du mach das nach den Vereinsspielen, dann kann ich das ja noch verstehen. So, ja. Mach die Vereinssaison, danach mach, was weiß ich, 4, 5, 6 Wochen diese komische Kacksaison da. Dann haben alle Spieler, die nicht Nationalspieler sind oder die dem Verband absagen, haben dann einfach mal 6 Wochen Urlaub. Würde den einen oder anderen auch gut tun. Ja. Ist eine Farce. Es ist eine Katastrophe, wenn du siehst, wer sich bei der Nationalmannschaft bei uns verletzt hat. Dass so ein Einfluss dann auf Wettbewerbe wie die Champions League genommen wird. Ja. Oder auch die Meisterschaften. So. Ist lächerlich. Und ja, Nations League ist reine Geldmacherei. Ja. Logisch.
Mm, 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 mm. Neuer Weg wird sein, wie bei Chelsea, Riesenkader kaufen, damit immer gute fit sind. Ist ja noch besser für die Vereine mit Investoren, geht immer weiter so und wer vermutet, dass das gewollt ist, bloß nicht schnell den Aluhut wieder abnehmen. Meinst du, der Mann den Felix Magath in Wolfsburg, oder was? Mit einem 35-Mann-Kader. Luis van Gaal war der Letzte, dem wirklich viel egal war, dem die Medien und Uli am Arsch vorbeigingen, ja. Und der auf die Jungen gesetzt hat und er hatte Erfolg, es geht also. Ja, natürlich geht's. Natürlich kannst du. Ich verstehe schon immer so die Argumente, die so manchmal kommen, ne? So, ja, du bist ja beim FC Bayern, da kannst du nicht einfach einen jungen Spieler reinwerfen. Ist ja Champions League, da kannst du nicht einfach einen jungen Spieler reinwerfen. Kann ich immer wieder nur sagen, ja, guck nach Barca. So, jedes Argument außer Kraft gesetzt, Alter. In der Club-WM werden sich sicherlich noch mehr verletzen. Ja, das weiß man nicht. Kann auch sein, dass sich gegen Inter schon mehr verletzen. Kann auch sein, dass sich keiner verletzt. Ja, nochmal, das sind Palenia kannst du halt auch nicht auf dieser Posi stellen, Alter. Du musst den auf einer Sechser-Posi stellen und er ist ein alleiniger Sechser. Und nicht daneben irgendeinen Rumwuseln haben, der alles durcheinander bringt. Ja? Wenn du einen Kimmich in der Zentrale haben willst, dann stellen Kimmich auf die 8er, 10er-Posi. Aber der soll sich aus der eigenen Hälfte dann verpissen und nicht da in der 6er-Position rumwürsteln, wo ein Palhinha dann steht. So, dann ist doch auch alles gut. Ja? Aber das kann er ja nicht. Weil dann ist er ja nicht Mr. Universum, der das ganze Spiel gestalten muss, an jeder Position und Ecke. Ich würde auch gerne mal einen anderen Vertrag sehen, ja. Ja, das ist ja das große Problem. Ja, das ist auch, was ich da sagte bei der Verlängerung von Kimmich. Es ist doch auch fein, wenn du einen Gegner hast, wo du weißt, ey, der steht eh nur hinten drin, ich brauche keinen defensiven Sechser. Ja, dann kannst du doch auch mit einem Kimmich in der Zentrale agieren. So, hast du aber Gegner wie jetzt, die kommen gerade, wie Inter, Dortmund, gerade diese Spiele, wo du weißt, jeder kleine Fehler wird bestraft. Champions League, Viertelfinale, ja, Achtelfinale, K.O.-Spiele. Alter, da ist es Pflicht, dass du einen organisierten Sechser da hinten hast. Und dann stellst du den Kimmich entweder in diesen Spielen als Rechtsverteidiger auf oder du lässt ihn draußen. So, kann doch nicht so schwer sein, ja. Wie du es sagst, wir haben damals auch einen Martinez und Thiago gehabt. Und du hast je nach Gegner entschieden, wer spielt. So. Aber das geht halt nicht, weil Kimmich immer spielt. Immer. Jede einzelne Minute. Es sei denn, dem faulen beide Füße ab. Wenn dem nur ein Fuß abfault, spielt der trotzdem 90 Minuten. Der spielt immer. Ohne Scheiß, der kann 2 Eigentore schießen und 3 weitere verschulden. Der wird nicht ausgewechselt. Das kannst du keinem erzählen. Guck dir das Spiel gegen Dortmund an. Verstehe ich nicht. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch. Man hat halt mal schlechte Tage. Ist doch ein Mensch, Alter. Wo ist denn das Problem? Ich habe gerade keine gute Form. Jo, mache ich mal eine Spielpause. Fertig. Macht jeder in dieser Mannschaft, außer Kimmich. Und Harry Kane, was für Harry Kane keine Alternative gibt. Kannst du mit dem Kopf schütteln. Tuchel wird England ins Verderben führen? Nee, Tuchel wird England zum Sieg führen, Alter, beim nächsten großen Turnier. Pass mal auf. Wenn der Tuchel nichts kann, Alter, der Tuchel ist so ein abgewichster Trainer. Eigentlich ist der Tuchel ein perfekter Nationaltrainer. Weil dem Tuchel das scheißegal ist, welchen Fußball er spielen lässt, welcher Spieler da spielt, ob der Spieler gerade glücklich ist
ob der Spieler einen Furz quer sitzen hat oder sonst was. Es ist dem scheißegal. Ja? Der stellt die Mannschaft zu 110% auf die gegnerische Mannschaft ein. Ob das dann schöner Fußball ist, ob das Grottenfußball ist dem scheißegal. Ja? Der ist ein perfekter Nationaltrainer, der Tuchel. Wirst du sehen. Das ist dem egal. Ja? Wenn der meint, das ist jetzt ein Gegner, wo ich einen schnellen Stürmer brauche, wo wir hinten drin stehen, dann wird der einen Harry Kane nicht aufstellen, Alter. Das ist dem scheißegal. Ja? Oder er stellt einen Harry Kane auf einer Zehnerposi auf. Ja. Wirst du sehen, das ist ein Tuchel, Alter. Eigentlich ist das ein perfekter Nationaltrainer. Oder du musst einen Tuchel holen, so als K.O.-Spiele. Dafür muss ein Tuchel einholen. Co-Trainer. Co-Trainer für K.O.-Spiele. Vorher lässt den anderen Trainer schön Fußball spielen und sobald K.O.-Runden kommen, wo es darum geht, abgewichst weiterzukommen, holst du den Tuchel ran, Alter. Ja, genau das kann der. Palhinja einfach Opfer des Kimmich-Systems, ja. Eines der in dieser langen Reihe über die letzten 10 Jahre. Ja. Wie Conny, wie Sabitzer, wie Gravenberg, wie Marc Rocker. Weiter reicht mein Gedächtnis gerade nicht zurück. Da fehlen bestimmt nochmal 10 Stück. Ey, ich war bisher auch super positiv, die ganze Saison über. Anglitz. Also das ist wirklich jetzt der erste Punkt, wo ich wirklich richtig negativ gerade bin. Ansonsten war ich super positiv die ganze Saison, obwohl hier ganz viele Leute waren, die immer gemosert haben, Blasülz. Ey, ich war super positiv. Ich war echt überzeugt, ja. Aber die letzten Aussagen, die ich jetzt hier auf dieser PK wieder gehört habe, nach den beiden Spielen, Alter. Und wenn ich dann die Formkurve sehe und dass dann die Leute spielen gegen Dortmund und nicht ausgewechselt werden, obwohl sie 10-mal schlechter sind wie der Nebenmann, aber der Nebenmann wird dann ausgewechselt und man weiter an den Nulpen festhält, ey, dann ganz ehrlich, dann kann ich nicht mehr positiv sein. Da muss man realistisch sein und realistisch ist es aktuell, wenn sich das fortsetzt, was wir gerade zeigen, wirst du gegen Inter Mailand sang- und klanglos ohne den Hauch einer Chance ausscheiden. Punkt. Ja, da muss schon wirklich passieren, dass Inter einen scheiß Tag erwischt, dass unsere Leute mal wollen, ja, weil sie sich dann geschont haben gegen Dortmund, dann kannst du vielleicht eine Chance haben. Aber wenn das normal beide Tagesform haben und das Spiel normal läuft, ist der Drops gelutscht. Weil der Trend ist nicht unser Friend. Und das ist er schon seit Beginn der Rückrunde nicht, wenn wir ehrlich sind. Da ist der Trend schon so gewesen. Dann haben wir so ein kleines Hoch gehabt mit Leverkusen in der Champions League und sowas. Da haben wir wirklich eine gute Phase gehabt. Und jetzt, ja, man muss das ja auch mal sehen, Alter. Du musst ja mal sehen, dir sind 3 Stammspieler weggebrochen. So, ja. Dass das nicht einfach zu ersetzen ist auf Champions League Viertelfinalniveau, ist doch auch klar. Ne? Das darf man auch nicht außer Acht lassen. So, das muss man mal als Entschuldigung auch mal hernehmen. Ja, und das ist auch fein so. So, du kannst kein Musiala ersetzen. Welche Mannschaft dieser Welt kann das? Ja, das siehst du bei Leverkusen. Die können auch nicht einfach auf den Wirtz verzichten. So, du hast deinen Abwehrboss, den du diese Saison endlich mal dazu gebracht hast, dieser zu sein, hast du verloren. Ja. Dann kriegst du es ja noch niemals hin zu sagen, komm, dann nehme ich einen Eric Dyer und stelle ihn auf dieselbe Posi. Nein, dann fange ich noch an, die Innenverteidiger zu tauschen. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Ja, geht in meinen Kopf nicht rein. Andere Geschichte. Ja, dann hast du einen Davis, der endlich wieder Form hatte. Ja. Und der wenigstens dann den Speed hatte, wenn er schon defensiv kacke war. Den Speed hatte, dann wenigstens den Spieler noch einzuholen und den Ball wegzunehmen, was dir komplett flöten gegangen ist. Ja, ja, wie willst du das kompensieren auf dem Level? Ja? Dann kompensierst du das jetzt mit einem Stunny, der aussieht, als wäre Frankensteins Sohn, Alter. Der aussieht, als würde er tagelang nicht schlafen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Genauso spielt er Fußball. So.
Auf der rechten Seite hast du einen rechten Innenverteidiger, der maßlos damit überfordert ist, einen rechten Innenverteidiger, der maßlos damit überfordert ist, dass ein rechter Verteidiger nie defensiv da ist oder defensiv nur als, weiß ich nicht, Konrad Leimer ist als Rechtsverteidiger ein Hütchen im Training. Ja, mehr ist das nicht. So. Jeder Angriff über die linke defensive Seite oder unsere rechte defensive Seite kommt eine Flanke rein oder ein Pass oder eine Hereingabe. Ja? Und über die linke Seite mit dem Stani nicht anders. Ja, so. Dann stehen die beiden Innenverteidiger da, sind maßlos überfordert. Dann kommt noch der Oberhammer. Die Zentrale ist wieder offen wie ein Scheunentor. Ja, so. Und dann reden wir ernsthaft davon, ja, wenn wir mit Glück weiterkommen gegen Inter Mailand, Barcelona schaffen wir schon. Ja, grandios, Alter. Ja, und da kann ich nicht mehr positiv sein. So, sorry. Ich habe es schon vor der Verletzung von Jamal gesagt, ich habe, wenn vorne einer ausfällt, auf Champions League gesehen, kannst du den Zug abhaken. Ja, und das kannst du. Also gerade vom Finale da home zu reden, Alter, dann musst du echt verblendet sein. Selbst wenn du Inter schlägst, dann kommt Barca, Alter. Die ficken dich weg. Die ficken dich einfach weg. Ja. Da kannst du einen Harry Kane in Topform haben, kannst vorne 3 Tore schießen, dann kriegst du hinten 5. Ja. So. Deswegen kann ich gerade nicht positiv sein. Ja, und dann dazu die PK, die mich gebrochen hat jetzt wieder nach dem Dortmund-Spiel, wo sich dann Kompany da hinsetzt, zum ersten Mal in meinen Augen und das alles schön redet. Ja, wir haben 50 Torschüsse gegen 2 Champions League Viertelfinalgegner gehabt. Ja, und? Was hast du erreicht? 1 Punkt geholt gegen Dortmund. In Heimspielen, das waren beides Heimspiele. Ja, das waren beides Heimspiele. Das waren keine Auswärtsspiele. Und ja, der Weg ist richtig. Das Personal passt. Ja. Du siehst gegen Inter Mailand 1:1 die Aufstellung, wie wir gegen Dortmund angefangen haben. Ja. Und das macht mich pessimistischer. Bin ich jetzt wieder in dieser Pessimismusliga hier angekommen. Bei Ambu und Olli. Die haben mich zurückerobert. Ich habe lange durchgehalten, diese Saison. Mein Take, als wir mit Josh den Vertrag verlängert haben, haben wir zum Teil spielerisch und erfolgsmäßig international unser eigenes Grab geschaufelt. Na, Josh hat eine gute Saison gespielt bis da. Ja? Also bis zur Vertragsverlängerung hat Josh eine gute Saison gespielt. Keine sehr gute, hat auch immer mal 3, 4 schlechte Spiele gehabt, was aber auch normal ist. Wie gesagt, Josh spielt halt einfach immer. Ja? So. Du musst in Josh einfach auch mal die Pausen gönnen, Alter. Dasselbe mit Harry Kane. So, Punkt. Wenn du das nicht machst, ja, dann siehst du halt das, was du gerade siehst. Ne? Die sind einfach spielmüde gefühlt. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch und Mittwoch brillieren beide, dann ist doch alles gut. Dann könnt ihr euch doch hier hinstellen und könnt sagen, ja, du hast gar keine Ahnung. Ja, nehme ich dann gerne hin. Fragt mich, wann Kane und Kimmich verletzt ausfallen, wenn die weiter so stark belastet werden bei der Spiel. Die fallen nicht aus. Die können das hier ab. Das ist wie Levi. Das sind Spieler wie Levi. Die können das. Die spielen. Das Problem ist halt einfach, dass du dann diese Schwankung hast. Ja? Natürlich kannst du kannst nicht dieses Pensum halten und jedes Spiel top spielen. Das siehst du gerade bei Kimmich und Heavy fällt das gerade mega stark ins Gewicht. Ja? Da siehst du das halt richtig. So. Die verletzen sich halt nicht wie andere Spieler. Die können halt einfach nicht mehr ihre Performance bringen. Ja. Ich würde einen Conny Leimer im Mittelfeld auch gerne sehen. Ne? Aber das rede ich auch schon die ganze Saison. Ja. Ja, ganz genau. Das ist wieder so ein Take. Ich finde, den Vergleich mit Barca hinkt etwas. Du kannst doch nicht unseren Bayern-Campus mit La Masia vergleichen. Das sind Welten an Qualitätsunterschied. Aber deine Grundkritik verstehe ich schon. Ja. Top-Kommentar. Was hat das damit zu tun, wenn du Spieler hast, die Qualität haben?
Ich kann dir jetzt mal ganz einfach den Zahn ziehen. Ich hoffe, du bist noch hier. So, ich ziehe dir mal den Zahn. Wo kommt denn ein Aznu her? Weißt du das? Weißt du, wo der herkommt, wo der ausgebildet wurde? Ja? Dann würdest du dir diesen Satz nämlich schenken. Der wurde nämlich in La Masia ausgebildet. Grandios, oder? Sehr gut. Ist ein dummer Take. Sorry, musst du selber einsehen, Alter. Es kommt doch nicht drauf an. Natürlich kannst du nicht diese FC Bayern möchte gerne mal dahin, wo La Masia ist. Da stimme ich dir ja zu, ja. Aber darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, ob die Spieler Qualität haben. Und wenn du die Spieler hast, die Qualität haben, dann kannst du sie nicht wegschicken. So, Barca macht das doch auch nicht. So, und wir haben Spieler, die Qualität haben und haben sie weggeschickt. Das ist doch der Punkt, Alter. Dass wir nicht 10 Spieler oder nicht jedes Jahr 2 Spieler haben oder nicht jedes Jahr ein Spieler, der da rauskommt und diese Qualität hat, darüber brauchen wir nicht reden. Da ist Barca uns Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich voraus, ja. Logisch. So. Aber das ändert doch nichts daran, wenn du diese Spieler dann mal hast, dann musst du doch anders damit umgehen. Und das tun wir halt nicht. So. Das ist der Punkt, den ich gemacht habe. Und nicht der Punkt, du vergleichst unseren Campus mit La Masia. Junge. Ich habe das damit verglichen, dass Barcelona die Talente, die außergewöhnlich sind, halt reinwirft. Und das tun wir nicht. So, das ist der Punkt. Müller soll unbedingt in der Startelf bis zum Ende der Saison spielen. Ja, wenn er so spielt wie gegen Dortmund, definitiv. Nagelsmann blüht beim DFB ja auch auf, weil er sich nicht mehr um die Diven schämen muss und einfach daheim lässt. Ja. Du bist da halt einfach ein bisschen freier als Nationaltrainer, ne? Weil du halt einfach einen viel, viel größeren Pool an Spielern hast und das viel, viel besser argumentieren kannst. Und nicht nur deine 20 Spieler hast und da genau gucken musst, oh ja, wenn ich den jetzt da rausnehme, dann ist der pissig und dann ist der beste Kumpel von dem und dem. Oh, und am Ende ist der Thomas. Oh, der rennt dann gleich zum Uli hoch und dann kriege ich wieder Druck. Und ja, das hast du halt alles als Nationaltrainer nicht, Alter. Als Nationaltrainer sagst du dir, und pass mal auf, deine Leistungen sind gerade scheiße, verpiss dich, ja. Und wenn er da mal 4, 5 gute Spiele macht, dann holst du ihn wieder und er performt und ist froh, dass er wieder dabei sein darf. So, das ist der Unterschied. Ja, ja, das ist leider so. Also, da stimme ich dir zu. Ich habe vom Josh auch leider noch nichts gesehen in schwachen Spielen, dass er da mal vorangeht. Was halt ein bisschen schade ist. Weil das Zeug dazu hätte er halt. Ausblick auf Inter. Ich habe gesagt, dass die Upper-Verletzung uns noch sehr wehtun wird. Natürlich, Musiala-Verletzung hatte ich keine Ansprüche mehr. Es ist zwar traurig, aber wahr. Ich habe gesagt, entweder Ulisse hat einen magischen Moment oder es läuft nichts. Und wie traurig ist, dass dieser Junge neues Land so jung und wir haben Sané und Gnabry, wo ich keine Erwartung habe. Wie schlecht müssen wie damals betitelt Sanabri von mir nichts erwartet wird. Okay. Ach, das weiß ich nicht. Also ich denke in der Offensive, klar, wenn der Liebe hat, wir haben ja gesehen, dass er mal einen guten Tag haben kann. Der Serge auch, ja. Es kann gut sein, dass die einen guten Tag gegen Inter haben. Und dann haben wir vorne Qualität. Wenn Harry Kane dann nochmal Normalform hat und die Dinger mal reinmacht, dann sind wir auch für Tore gut, ja. Aber guck dir unsere Defensive an, Alter. Wie willst du? Wir können ja gerne 2 Tore machen gegen Inter, ja. Wie willst du denn hinten eine 0 halten? Wie willst du das machen? Oder eine 1? Das ist doch der Punkt. Es geht nicht der Punkt vorne, Alter. Wir haben vorne immer noch Qualität. Klar ist sie nicht mehr da wie unter Musiala, wenn Musiala da ist und so. Logisch, ja. Aber ja, Kompany hat natürlich recht. Wir haben uns trotzdem gegen beide Mannschaften Chancen erspielt und das ist nicht von der Hand zu weisen. Zwar keine 50, wie er es sagt, ja, aber wir haben uns welche erspielt. So. Du musst die Dinger dann halt machen. Guckt euch mal an, was so ein Harry Kane hat liegen lassen. Ja. So, aber wichtiger ist doch, ey, guck dir die Gegentore in den letzten Spielen an. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vor einer Stunde besprochen haben. Ja, Josh muss weg von der 6, muss auf rechter Verteidiger. Palhinha muss auf die 6er-Posi. Aber den ganzen Bums hättest du vielleicht schon mal einspielen sollen. Ja? Mach den mal jetzt einfach in Inter. Ja, wird nicht passieren, Alter. Was ich auch verstehen kann.
Ne? Hättest du halt vorher schon mal gegen Dortmund einspielen können. Tja. Glaubst du, es gibt aktuell Bayern-Spieler, die dich kennen und deine Videos? Nein. Gefühlt sind wir fast wieder auf dem Stand vom letzten Jahr. Ja, die Formkurve ist, ja, nein. Also letztes Jahr hätten wir uns ja wahrscheinlich hätten wir uns vielleicht 1 oder 2 Torchancen erspielt. Anstatt, wir spielen uns ja schon Torchancen. Also nee, so weit würde ich nicht gehen. Naja, ich erwarte von Gnabry und Sané auch nichts, Alter. Da kannst du auch nichts erwarten. Du musst halt hoffen, dass sie gerade mal einen guten Tag haben. Das ist ja, was ich vorhin sagte. Das sind keine Spieler, wo du sagst, hier, das ist das Niveau von Michael, die performen auch auf diesem Niveau. Das haben die nicht. Das sind Spieler, die haben ihre 15 Spiele im Jahr. So, und du musst jetzt einfach hoffen, dass die am Mittwoch 1 dieser 15 Spiele haben. Dann ist gut. Ja, dann sind die Gamechanger. Beide. Definitiv. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Die Qualität ist ja unbestritten da. Ja, aber 15 Spiele im Jahr, die kannst du abhaken. Mal ein Spiel mehr, mal ein Spiel weniger. Aber in diesem Rahmen dreht sich der ganze Bums bei denen. Und das ist einfach zu wenig für den FC Bayern. Ja gut, aber der 17-jährige Yamal spielt auf der rechten Seite. Also auf der rechten Offensivseite. Spielt er nicht gegen Courtney Daimer, spielt er gegen Stanisic. Schonen sich für Mittwoch. Na wenn, dann haben die sich geschont für Mittwoch. Ich hoffe es, ja. Nein, du kannst auch keine 3, 4 Stammspieler auffangen. Das ist einfach so. Dazu noch 2 aus der Viererkette, das ist halt auch brutal, ne? Wenn du dann noch siehst, der kreative Kopf vorne, so ehrlich muss man halt sein. Ja, wir können viel über den Jamal meckern, dass er sich auf den Boden setzt und rumheult bei jedem Zweikampf mittlerweile. Aber er ist der was Außergewöhnliches macht. Ja. Und wenn er sich auch fallen lässt auf der Achterposi, das Spiel vor sich hat, das Spiel gestalten kann, neben Harry Kane, der kann das vielleicht auch noch. Ja. So, und die musst du einfach mal so ersetzen. Das ist halt super schwierig. Das darf man alles nicht vergessen. Bei dem ganzen Gemecker, was wir tun, ja, darf man das nicht vergessen. Naja, aber Levi war ja auch schon immer, was das anbelangt, ein Vorzeigeprofi, Alter. Du kannst hier über Levi viel meckern, aber das ist ein Spieler, genau wie Ronaldo, ja, Cristiano, den ich absolut nicht mag. Das sind Spieler, die leben für diesen Sport. Ja, die leben dafür, die ernähren sich dafür, die schlafen dafür, die machen keine Faxen, Spaß, sonst was. Die leben für diesen Beruf, Alter. Und deswegen sind die so erfolgreich und auch im hohen Alter noch stark. Ja. Das ist der Punkt. Ja, wie gesagt, der Levi lebt halt einfach für diesen Sport. Zu 100%. Ja. Das ist das halt. Das macht so ein Gucci Gnabry macht das nicht. So ein Leroy macht das nicht. Auch so ein Kimmich macht das nicht. Ja, die haben andere Prioritäten, was auch fein ist. Kompanie kann Thomas, Jamal, Leimer und Kane nicht verwenden, kann einfach nicht. Er versteht nicht, wie gut Bayern spielen kann, wenn alle von ihnen auf richtigen Positionen sind. Ja, wo spielt denn Harry Kane auf einer verkehrten Posi? Harry Kane spielt Stürmer, das ist er doch. Und Thomas hat doch gegen Dortmund auch auf der 10 gespielt. Und hat gut gespielt. Ja, also ich meine, es ist 5 vor, ich mache um 8 Feierabend. Wir brauchen nicht wieder auf die Aussagen von Uli eingehen, oder? Die er wieder rausgeballert hat. Also der Fisch stinkt vom Kopf her. Solange wir diesen Aufsichtsrat haben, wird es nicht groß bergauf gehen. Bei Bayern, da muss radikal aussortiert werden. Naja, ich habe es ja schon mal gesagt.
weiß ich nicht, kann man drüber diskutieren. Es muss einfach mal eine Absprache her. Ne? Es muss einfach mal eine Absprache im Vorfeld her. Und nicht so, ja, hier, das ist der Sportdirektor, das ist der Sportvorstand, die machen, so, haben dann das und das und das und dann gehen die hoch und dann sagen die, nein, 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 nein. Und dann stehen die da wie die größten Idioten. Siehe Max Eber bei Thomas Müller. Siehe Max Eber bei Josua Kimmich. Du siehst 2 Jahre hier, hast gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaube Strunz? Ganz genau. So ist das halt. Da muss halt einfach mal eine Absprache vorher her. Und nicht immer nachher. Naja, wir haben genug gute junge Spieler in unserer Mannschaft. Ja, und wir haben die halt alle weggeschickt. Zum großen Teil. So. Und selbst jetzt hast du noch gute Jungs dahinter. Hast du aber halt einfach nicht die Eier für. Und das ist auch okay. Mein Tipp, Ken schießt mindestens 2 Tore am Mittwoch. Okay. Naja, wer das gesagt hat, hätte auch wirklich keine Ahnung gehabt. Wer gesagt hat, als Heavy geholt wurde, meinten alle, er ist fast scheintot. Sorry, die haben keine Ahnung gehabt, die sowas labern. So, ich mache jetzt aber ganz kurz Pause. Ich muss mal austreten. Dann lesen wir den Rest noch. So, die Ruhe vor dem Sturm war das. Ja, die Mara kann euch heute nicht unterhalten. Die ist halt tot halb. Krank hoch 10. Ich glaube, der Tuchel weiß, dass der Livo ein Tor macht am Mittwoch. Ach, wir schenken Heavy auf jeden Fall die Meisterschaft. Da macht ihr mal keine Sorgen. Da bin ich mir 100% sicher. Da mache ich mir keinen Kopf. Ja, ist mir egal, wer bei Levi die Hosen anhat.
Sind wir vielleicht manchmal zu hart mit den Jungs? Ich wette, Kimmich war letztes Jahr so schlecht, weil er nie durchschlafen konnte. Because viertes Kind. Sind wir zu hart? Nee, sind wir nicht. Definitiv nicht. Kimmich ist ein Mensch, der 20 Millionen im Jahr bekommt. Ja, der hat Kinder. Ich denke, der wird ein Haus haben. Wenn seine 4 Kinder da oben links rumschreien und er unten rechts schläft, wird er davon nichts mitbekommen. Und wenn dem nicht so ist, wenn er ein super guter Papa ist und jede Nacht da aufsteht und hinläuft, ja. Jeder, der 2000 brutto verdient im Monat und kleine Kinder hat, muss auch nachts aufstehen und muss zur Arbeit gehen und arbeiten und performen, Alter. Die kriegen keine 20 Millionen. Von daher sind wir nicht zu hart mit Joshua Kimmich. Mit keinem Spieler. Wir können darüber reden, wenn wir über, keine Ahnung, ich glaube, selbst Oberliga ist ja mittlerweile schon Vollzeit-Fußballer. Wir können über Fußballer reden, die einen Job haben oder die, was weiß ich, 2000, 3000 Euro verdienen. Da können wir gerne drüber reden. Da können wir das gerne mit reinnehmen. Aber nicht bei Menschen, die 20 Millionen verdienen, Alter. Sorry. Gehe ich nicht mit. Klar sind das am Ende alles Menschen. Die kritisieren wir auch nicht. Ja, wir kritisieren die sportlichen Leistungen. So. Und wenn ich ein Spieler bin, der meint, was ja ein Joshua tut, weil er seine Verträge selber verhandelt, der meint, er ist ein Spieler, der 20 Millionen haben muss. Er hat den Anspruch, 20 Millionen zu verdienen. Da muss er auch an diesem Anspruch gemessen werden. Und wenn ich einen Spieler habe, der 20 Millionen haben möchte, dann zähle ich persönlich den zu hier oben, Alter. Ja, da können wir vielleicht irgendwelche absoluten Topstars wie Mbappé, Haaland und was weiß ich was. Die können wir gerne nochmal da drüber stellen. Ja, die verdienen dann auch 30, 40 Millionen. Aber wenn ich als Fußballer 20 Millionen verdiene, Alter, dann ist das hier oben. Und dann wird er da oben gemessen. Punkt. Feierabend. Und dann ist mir das scheißegal, ob der 20 schreiende Blagen zu Hause hat oder gar keins. Das ist mir egal. Sorry. Dann soll er sagen, wisst ihr was, Leute? Ich kann nur alle 3 oder ich kann nur 6 Monate lang einmal im Jahr sehr, sehr gute Leistungen bringen, weil meine Frau einmal im Jahr schwanger wird. Dann haben wir ein kleines Kind, was nachts, wenn es zahnt, erstmal ein halbes Jahr schreit, dann kann ich keine guten Leistungen bringen. Gib mir nur 10 Millionen. Gib mir nur 8 Millionen. Ja, top. Können wir mit in den Vertrag reinschreiben. Tun wir aber nicht. Nee, sorry. Gehe ich nicht mit. Was willst du da spoilern, Alter? Mein Taktikfuchs sieht die letzten 2 Spiele gleich aus. Bei mir wird ein Kimmich Rechtsverteidiger spielen, Palhinha wird einen Sechser geben. Der Achter wäre Conny Leimer. Leon Goretzka würde ich in der Hinterhand behalten, je nachdem, wie es in der Innenverteidigung aussieht. Ansonsten würde ich einen Leon mit in die Innenverteidigung schieben. Linker Verteidiger ist natürlich super hart. Ja. Da hast du nicht viel Wahl. Da hast du entweder einen Guerrero oder einen Stani. Das ist halt schon wild. Ja, vorne kannst du eh nichts ändern. Na, ich würde einen Gnabry bringen. So, Gnabry war der jetzt überzeugt hat im letzten Spiel. Sané war eine Frechheit. Sehr wahrscheinlich wird Gnabry dann auch eine Frechheit sein. Kannst du dann aber zur Halbzeit austauschen gegen Leroy. Ansonsten musst du Heavy aufstellen. Du musst einen Thomas Müller auf die 10 stellen. Du hast keine Alternative. Hat ein super Spiel gemacht gegen Dortmund. Und rechts hast du einen Michael Olisse. So, dann hast du einen Guerrero. Den kannst du noch reinwerfen, wenn du den nicht als Linksverteidiger aufstellst. Ja. Dann hört's auf. Du hast keine Alternativen. Es gibt keine. Ja, du kannst natürlich noch sagen, wenn dir der Palhinha-Move zu hart ist, stellst du einen Goretzka als Sechser auf und davor einen Conny Leimer. Ja, aber ich würde schon Palhinha bevorzugen eigentlich. So. Aber wie gesagt, das wird die 1:1 dieselbe Aufstellung wie gegen Dortmund sein. Ja, ich meine, wir können das Ganze ja mal positiv beenden hier. Ne? Machen wir mal einen positiven Schlussstrich hier so langsam.
Also, aus meiner Sicht, wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 6 Punkte vor Leverkusen sind und sehr, sehr gute Chancen haben, ins Champions League Halbfinale zu kommen, wenn sogar noch 3 Stammspieler ausgefallen sind. Also ich persönlich nicht. Meine Erwartungen, ich habe aber auch eine andere Saison erwartet, weil ich eine andere Herangehensweise erwartet habe. Aber meine Saisonerwartung war, es wird super schwierig, Meister zu werden. Ja. Und in der Champions League brauchen wir gar nicht träumen. Ja. Da war so, ja, Achtelfinale vielleicht. Ja. Allerdings bin ich auch davon ausgegangen, ja, dass gewisse Spieler nicht mehr da sind. Und wir eine neue Mannschaft haben, die sich erstmal finden muss. All das haben wir ja nicht gehabt. So, aber trotzdem, um das mal positiv zu beenden, wenn du siehst, dass das bis auf Michael dieselbe Mannschaft ist wie die letzten 2 Jahre, die einmal eine Meisterschaft geschenkt bekommen hat und ansonsten nichts erreicht hat, da muss man sagen, Hut ab. Ja, dass das jetzt auf den letzten Metern gerade richtig schwierig ist, ja, sieht man. Aber auch kein Wunder, haben die letzten 2 Jahre gezeigt, dass diese Mannschaft einfach nicht fit ist, ja, und nicht mehr fit wird. Diese Belastung viel zu hoch ist für diese Mannschaft. Das hat man die letzten 2 Jahre schon gesehen. Von daher muss man sagen, wir sind am Limit. Aber Harry Kane wird seinen ersten Titel holen, ja, mit der Meisterschaft dieses Jahr. Und wer weiß, vielleicht kommen wir weiter gegen Inter Mailand. Könnt noch eure Tipps gerne reinhauen. Vielleicht kommen wir weiter mit ein bisschen Glück. Kann sehr gut sein, die Qualität dafür haben wir. Knackpunkt wird die Abwehr sein. Ich weiß nicht, ob ich dann träumen soll, dass wir gegen Barcelona weiterkommen, aber ja, es ist dann nur noch 2 Spiele bis zum Finale da oben. Da ist jeder noch mal mehr motiviert. Ja? Da wird der Josh sich in seinem schalldichten Raum extra einschließen, damit er Schlaf kriegt von seinen schreienden Kindern. Vielleicht meint auch da der Fußballgott gut mit uns. Ja? Wir haben auch schon genug Spiele gespielt, haben wir eingangs gesagt, wo wir absolut maßlos dominiert haben und einfach kein Tor geschossen haben. Wer weiß das alles? Das ist ja Fußball, das ist das Schöne daran, ja. Und für mich mit dieser Mannschaft, die 1:1 dieselbe ist, überperformen wir hart diese Saison. Muss man auch mal sagen. Ja. Wenn auch nicht immer, ja, wir haben genug Rückschläge gehabt in der Champions League, auch in der Bundesliga. Aber dass wir überhaupt da sind, wo wir sind und noch diese Chancen haben, hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ja. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man Winnie machen kann. Problem ist, dass man jetzt mit den ganzen Spielern verlängert und wir uns den ganzen Bums weiter angucken. Aber das ist ein anderes Thema. Wir beenden das hier positiv. So, ich tippe nicht. Ich würde, wenn hier wie anonym schreibt, bei mir wäre es auch ein 2:2. Das ist der positivste Tipp, den ich raushauen kann. Ich tippe nicht gegen unsere Mannschaft. Ich tippe eigentlich auch nie unentschieden. Ich tippe einfach irgendwie so, ich glaube, ich habe im Tippspiel habe ich 8:7 eingetippt. Weil es ja Ergebnis nach Elfmeterschießen. 8:7 für uns. Vielleicht kommen wir ins Elfmeterschießen. Und der vielgescholtene Joshua macht dann den letzten Elfer und wird zum Held dieser Mannschaft. Wäre doch schön, oder? Und dann hauen wir Levi raus, weil er es verdient. So ein Ding. Die Chance lebt, na klar, Leute, ist ein Tor, also alles ist gut. Ich hatte keinerlei Erwartungen, wollte mal schauen, was Winnie kann. Also ja, wir sind halt verwöhnt. Das ist richtig, ja. Aber eigentlich nicht. Die letzten 2 Jahre waren wir nicht verwöhnt. Sané freut sich auf seinen neuen Vertrag, paar Mille weniger. Genau, Liebe macht's. Ab Januar habe ich gedacht, wenn alle gesund sind, wird es aus Finale da Home eine Chance haben. Ja, habe ich ja auch gesagt. Wenn, dann müssen alle fit sein, ne? Ja, aber es ist doch scheißegal jetzt, ey. Nochmal, du hast 6 Punkte, 5 Spiele. Leute, alles ist gut. So, 2:2, 2:4, 4:1. Für uns, oder was? Bayern gewinnt 2:0. 1:0 für Inter, leider war es das. Inter 1:3 Bayern.
Winnie allein in die Innenverteidigung, dann kommt kein Schwanz vorbei. Sehr gut, Levi raushauen, schönen Abend. Ja, dir auch einen schönen Abend. Sehr gut, Leute. War ein schöner Stream. Bisschen viel gemeckert, aber es musste mal raus. Es musste raus, Leute. Ich hoffe, der Winnie straft mich Lügen. Wir zeigen überragendes Spiel gegen Inter Mailand. Dann werde ich hier nächste Woche Montag mein Haupt senken und mir Asche über den Kopf werfen. Und ihr könnt mich ausmeckern, beschimpfen oder was weiß ich was. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße. Habt einen schönen Abend. Hoffentlich ein gutes Spiel. Hoffentlich das bessere Ergebnis, das Weiterkommen für uns. Das ist das Wichtigste am Ende des Tages. Ja, und wenn es ein Scheißspiel ist, Hauptsache wir kommen irgendwie weiter. Aber das ist das Credo, was wir mitnehmen. So, und jetzt Feierabend. Tschö. Danke, dass ihr da wart. Und vielen lieben Dank an... muss ich nochmal gucken. An Braveheart für die Bitties, ne? Für die Sounds. An Mara. An euch ID. Und an Rockermint. Für den Tier 1 Sub. Tschüssi. Genau, und alle gute Besserung für Mara, ne? Ist ja wohl eine Frechheit, dass nur der Chico das macht.